So, jetzt sind wir wieder live, meine Lieben. Guten Abend zu Rias Late Night Rap Talk Show. Jetzt brauchen wir wieder einen Filter. Ja, schauen wir mal. So, ein bisschen Florida-Style. Was haben wir noch? Die roten Backerl brauchen wir nicht. Ich habe vorher einen lustigen gefunden. Und zwar, schaut mal, den kennen wir sowieso alle. Ne? Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ist ein bisschen blöd, oder? Was haben wir da noch? Ja, das ist doch einmal was, oder? Hey, ihr grüßt euch beieinander. Also, ich finde das höchst amüsant, muss ich sagen. Zu spät Abendstunde. Aber meine grünen, lila Haare finde ich leider wieder nicht mehr. Also, ich habe versprochen, beim letzten Mal, servus, grüß euch, wir sind alle da. Ja, die Anja ist schon am Start, super, der Chris. Ja, grüß euch, der Christian. Jetzt müsst ihr euch noch kurz gedulden, weil ich muss ja noch einen nicht jugendfreien Rap-Song raushauen. Aber vorher brauchen wir noch einen Filter. Was ist denn das für ein Original steht da? Mit Sterndl, was haben wir noch? Nein, gefällt mir nicht. Ist nix. Gezeichnet brauchen wir auch nicht. Was ist das? Da kann man sich ganz viele so Dinge raussuchen. Jetzt glaube ich, der war eigentlich noch. Wo ist denn der normale? Oder? Original. So, legen wir los. Ich mache jetzt mal so Halbplayback, weil das ist wirklich ein schwieriges Lied. Und ich komme der Text ist echt heftig. Also das heißt, ich spiele es jetzt ab und sing mit. Der Song heißt, meine lieben Leute, haltet euch fest, Pimpern ist halt nicht. Weil man muss nicht immer Bock auf Pimpern haben. Und wenn man keinen Bock hat, und dann sagt man das, und dann ist das so, dann muss der andere das akzeptieren. Und in dem Song geht es eben darum, so das Eheleben, also für eine Frau, ne, ist nicht immer lustig. Ich spreche aus Erfahrung. Deswegen ist der Song entstanden, Pimpern ist halt nicht. So, jetzt fangen wir mal an. Ich hoffe, ihr hört den. Blockboy, hörst du den Sound? Schäbert sogar schon mal Cover mit. Prost. La 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 la. Der Eiffelturm steht unter der Deck, doch Französisch kann ich leider nicht. Für den schiefen Turm von Pisa brauchst halt kein Pariser. Nenn mich ruhig Frigid und bieder, doch ich dreh mir lieber Nummer und leg mich wieder nie. Du hast doch zwar gesunde Hände, hab nix dagegen, wenn's dir halt mal verwendest, weil Pimpern ist halt nicht, Baby, Pimpern ist halt nicht, na, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt nicht, na, aber nicht, weil ich meine Dog hab, sondern weil ich einfach nicht mag grad. Du sagst mir, dass ich einen Schlag hab, dann wuselt er durch Dreadlocks aus deine Ohrschau. Was mir an dir so fasziniert, dass mir immer, wenn's mir grad nicht passt, massierst. Von mir aus bring ich dir dein Fasselbier, doch dann war jetzt mal ganz recht, wenn's masturbierst. Weil Pimpern ist halt nicht, Baby, Pimpern ist halt nicht, na, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt nicht, na, der Befruchtungsmuskel tanzt Foxtrot, du machst einen Boxenstopp am Hotspot. Na, ich bin nicht krank, frag du ruhig beim Doc noch, ich hopp, bloß einfach vom Bock dran. Na, ich brauch kein Aspirin, doch mein elektrischer Freund braucht Batterien. Schau du ruhig zu der Nachbarin, mir langt die Vibration von der Waschmaschine, weil Pimpern ist halt nicht, Baby, Pimpern ist halt nicht, na, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt nicht, na, spar da doch dein Gret. Ich mag halt einfach nicht. Lass mich einfach gehen. Weil halt war gar nichts da. So shit. Wer wollt's wieder mal einen Dreck weg? Mama, ich bleib zu, halt gibt's maximal Manna. Ich ramm zusammen, aber du bist mir verrammt. Da kann der Meier gleich wieder von vorn anfangen. An dem offenen Hosendirl hängt nur ein kleines Stück Klopapier. Mit deiner Nikoalieren, doch spricht doch nichts gegen so Onanieren. Weil Pimpern ist halt nicht, Baby, Pimpern ist halt nicht, na, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt, Pimpern ist halt nicht, na. Oh, jetzt ist die Batterie ausgegangen, tut mir leid. So, das war der Song Pimpern ist halt nicht, mit überraschendem Ende. Der kommt irgendwann einmal als Single raus, dann könnt ihr ihn euch ganz so hören. Und vielleicht, wenn das aufgeladen ist, heute zu später Stunde, spiele ich nur mal vor. Aber das war's jetzt mit meinem Entertainment. So, jetzt holen wir mal, wer ist denn da? Jetzt holen wir mal ein paar Leute einer.
Ja, Wahnsinn, da ist ja schon wieder einiges los. Ich habe gar nicht weiter gescrollt. Derry, Quattrofahrer, der Daniel, Christi, Annalena, Servus. Subway Abensberg, ja, grüß euch. Habt ihr in Amsberg nichts mehr zum tun auf die Nacht um Evi? Dann der Instafax, der Christi, Leonie ist wieder da. Dann der Harry, Christi. Die Wally schaut zu, dann der Michael, Christi. So, jetzt, wo haben wir's denn? Also, ihr wisst ja, ich bin ja da noch neu mit dem ganzen Live-Zeigel da. Also, jetzt machen wir mal Plus. Jetzt holen wir mal einen Christian einer. Und dann unseren bayerischen Freak. Die Anja ist heute mit dabei. Also, den ersten habe ich jetzt schon mal aufgerufen. Hallo, servus, grüß dich. Ja, grüß dich. Servus. Ja, alles fit. Santa ist auch mit am Start. Die lässt sich nicht anzauseln. Heute ist, was ist denn heute? Freitag schon wieder, oder? Ist schon wieder Freitag. Ist schon wieder, freilich. Wochenende. Ja, du, was hast du denn heute zu bieten, Christian? Sag Also, ich habe heute, jetzt habe ich nur ein bisschen so ein Mango-Lime Summersby. Aber da habe ich dann schon ein Bier, weil wir alle bei der Badischen Runden beieinander sitzen. Also, da bin ich praktisch der. Hast du wieder dein Kakao wach? Oder? Mein Hallo Wach, Pimp My, alles Mögliche Cover. Ich will das nicht. Ich will eine Rapperin sein, die wo ein Cover trinkt. Nein. Du weißt ja nicht, was da alles drin ist. Ja, ich weiß schon rum, ne? Gut. Also, jetzt pass mal auf. Wir haben ja heute einen besonderen Gast auch. Und wir jetzt die letzten 3 Freitage waren mit an Bord der bayerische Freak, aber den sehe ich halt gar nicht. Der hat dazu gesagt, wir haben gestern noch geschrieben, der ist am Start. Vielleicht ist er eingeschlafen. Das kann auch sein, weil der hat halt einen Stress gehabt schon wieder. Mit der Polizei, die haben sie da vor der Haustür, glaube ich, aufgehalten und dann hat er so noch arbeiten müssen irgendwo. Aber also Leonie ist eh da. Leonie snackt noch einmal an. Aber jetzt pass mal auf, die Anja haben wir auch schon da. Jawohl. Jawohl. Jetzt, was, also Polizei hat ihn aufgehalten. Ja, direkt vor der Haustür. Vor der Haustür. Bei beim Leonie. Der soll sofort dastehen. Er schaut aber eigentlich so, wenn man jetzt sagt, eigentlich wie ein braver Bub aus. Also, da jetzt ja, nicht. Er ist denke ich mal, ein braver Bub. Ich denke so. Ja, freilich ist er ein Lausbub, aber im größten Teil und dann ist er ganz ein Lieber. Ja. Ja, ich hoffe, dass ich schreibt, dass es nicht eingeschlafen ist. Jetzt holen wir die Anja mal auf. Und zwar hat die eine super geile Story gepostet die Woche. Und das interessiert mich jetzt wahnsinnig, was da dahinter steckt. Und also nicht eine Story, halt ein Beitrag, wo sie sich so aufgeregt hat, dass also man irgendwie immer als blöd hingestellt wird, wenn man irgendwie gut ausschaut. Und das interessiert mich super, super. Anja, jetzt holen wir die mal rauf. Hast du das Problem, Rio? Ja, freilich, ja. Weißt du, frage ich nicht mehr. Ob du da Probleme hast, weil du gut ausschaust. Ob ich auch Probleme habe? Ich habe nicht Probleme. Schau mir Nein, das kommt jetzt vor. Nein. Du, Christian, jetzt wirst du enttäuscht. nix schöne Anja. Jetzt haben wir die 2 Burschen da. Über die 2 haben wir nicht vorbereitet. Grüß dich. Die sind ganz gut drauf, sehe ich gerade. Ja, das ist. Die trinken aber, glaube ich, bis ein Spezi. Das nicht. Nein, das ist kein Spezi. Sag das nochmal. Das kannst du hier online nicht für alle Leute sagen. Nein. Also, jetzt gehen wir schon so lange rüber, aber irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen. Also, die Brutalos trinken nur bei der Oma ein Spezi. Wenn sie bei uns in der Show sind. Ja. Übrigens haben sie jetzt einen geilen Podcast gerade am Start, wo von Anfang an zwar die Oma interviewt wird und das finde ich mega. Finde ich super. Also sei Oma meine Freundin. Ja. Das ist eine Dreierbeziehung. Echt? Wir haben heute nur einen Podcast angehört mit der Anja. Da komme ich immer nicht hinterher, aber ich habe es alles auf der Agenda. Ich finde es so geil, was ihr alle macht. Echt. Christian, stell uns mal deinen Hund vor, bitte. Servus, das ist der Santa. Servus, Santa. Ich Baba. Servus, Achtung, Santa. Alter, ist gefährlich. Ja, ich merke schon, ich habe richtig Angst, ich habe Gänsehaut.
Ja. Nein, der ist auch schon so Instagram-süchtig und so. Ist der noch Kannst du als Schal auch hernehmen oder als Wärmflaschen, oder? Ja. Warte, da wenn ich mal aufgehen zu dir, der ein richtiger Wahlbeißer. Was hat der Santa Krieg ich heute Angst. gemacht? Lass uns mal ein bisschen teilhaben an seinem Leben. Ich glaube, das interessiert die Leute. Da schon, ja, Was ganz in der hat Flug vom war. Santa? Ja, ist ein bisschen Aber der langweilig. der muss jetzt noch 5 Minuten grauen und dann ist er zufrieden. Aber jetzt mal, wenn ich da sitze, jetzt haben wir fast an den Tag auf Nacht einmal ein bisschen live gehen. Und es ist jetzt schon gewohnt. Ja? Trinkt er ab Nein, und zu einen Schnaps oder sowas? Trinkt er sowas auch? Also, dass er mal so ein Bierglas ich auflegt. denke, ab nach 12 Nach 12. Oder? Nein, der hat wirklich echt schon mal ein Ding erwischt, einen Jackie, und da war der nächste noch gar schlecht. Er braucht nicht viel. Tut mir leid, dass ich jetzt so reingrätschen muss, aber das ist halt eigentlich auch keine Zeit mehr für einen Hund. So um Viertel nach Oh, 11. Mann. Also mir Wer ist ist denn wurscht. der Hund? Wer ist denn? Der wird 6 im September. Also, was meinst du, es kann schon, ja, ist fast dieser noch zu jung ein bisschen, ja. Ja, Für 23 ich mische mich da nicht ein. Ich meine, so Erziehungsfragen, das hört man sich von außen nicht einmischen, das geht uns nicht so. Aber ich hätte jetzt Bei euch wird er sowieso noch besser verdorben. Wenn er da mit dem Kit-Trepp am Sonntag am Ding gehen muss und muss Glasflaschen reinwerfen Ja, in Glascontainer, das ist einfach klein und da gebe ich meinen Hund nicht her dafür. ich bin ja Ja. Fan vom Auto. Audi auch. Ja, Thierry Rio. Genau. Ja. Genau. Nein, wir dürfen keine Flaschen mehr sammeln, das ist uns verboten worden vom Bewährungshelfer, weil wir damit zu viel Also- Nice-Geld sammeln könnten für mehr. Und ich sammle schon Getränke. Und das ist eine Abwärtsspirale. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir wieder Pfand sammeln, können wir uns davon noch mehr Schuldenbräu kaufen. Und das ist das Grundproblem. Aber darf ich mal kurz eine Empfehlung hier aussprechen? Also du kriegst für 29 Cent beim Aldi 0,5 Liter Schuldenbräus Pilz und für 39 Cent kriegst du das Helle. Da mag ich aber lieber das Perlenbacher von Lidl. Das Sehr ist gut, das ist- der bessere Aufgang, finde ich. Christian, ich sag Ja. dir was, du hast Ahnung. Du Was? bist der Mensch, der das Leben offensichtlich kennt. Und das Perlenbacher ist das Einzige, das meiner Meinung nach so ein bisschen mithalten kann mit dem Schuldenbräu. Also vielen Dank. Du hast einen wichtigen Beitrag gerade geleistet. Haben wir heute Dann sogar darauf trinken, ja. Tegernseher heim. Prost. Ich finde die Kamera Aber mit eintrinken ist auch wurscht. Ja, also Ria, du darfst uns 2 Fragen, die was dann Anja gehabt hast, stellen. Ja, wir beantworten das, weil dann gehen wir wieder. Das ist ein cooler Filter. Nein, der nicht. Mit dem Filter schaust du dick aus. Ich sag dir das als Freund. Ja. Ist Ja. dann ja nur auf Der der da, Toilette. oder? Oder Na, die Anja hat ihr Handy in ihrer Handtaschen liegen lassen und Ja, während sie in der Arbeit ja. war. Und wir haben zufällig einen Dietrich das nicht. Wir haben zwar einmal kennen und Eigentlich war es so, wir haben die Handtaschen genommen, weil wir uns eigentlich nur einen kurzen Schuss setzen wollten. ja, Weil wir gewusst haben, dass Daniel immer was am Start hat. Ja. Und mhm, jetzt haben wir halt das Handy da. Ja, genau. Arme Ja, Anja, passt ey. Handtaschen wird ausgerannt, ihr Zeig wird verwendet. Das war Die Stragel- Beauty-Puder und ihr habt es geschnupft. ja wir wissen, Eine mit dem Zeiger, das muss ja auch weggehen. wir wissen ja, dass der Anja relativ viele Dickpics geschickt werden. Und da wollten wir halt mal schauen, wie wir so im Vergleich sind. Und ja, Genau, mit dem war wollte ich, schockierend. über das wollte ich halt mit ihr reden, über diese ganzen Dickpics und alles, was man da so geschickt kriegt. Ja. Genau. Und Ja. da Scheinbar. habe ich, genau, da müssen wir heute ein bisschen uns ablachen. Christian, wir warten immer noch auf Feedback. Wir haben da schon 3, 4 Fotos geschickt, aber es Aber kam du hast nichts. dich kein bisschen gerührt. Ja, Du hast ja nicht gewusst, dass es vorher ist, oder? Freilich hat er das da, gewusst, da, hat er zurück- ich tue mir nicht durch meine Gefühle. Der Christian kannte uns jetzt ein paar Schwänze an die Adern ertasten. Ja, genau. Ria. Darf nicht lachen. Den Ritchie schon auch damals in der Sendung. Aber ich wollte jetzt Da aus. musst du jetzt durch, Ja, wir- Christian. wisst Da ihr habe was, ich wir auch gehen jetzt durchgemessen wieder in der ab. Sendung, da musst Wir- jetzt du auch durch. Jetzt pass auf, wir haben es geschafft, wir gehen ab. Fertig. Aber jetzt gehen sie aufs Klo raus und ihr seid doch festbunden. Aber der... Servus, Anja. grüß dich, jetzt. Servus. War wieder mal eine geile Überraschung, da die zwei da sitzen. Ja,
Ich habe mir gedacht, ich überrasche euch mit Los Brutados. Ja, passt noch. Also, geile Überraschung. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Super. Es gehört so irgendwie so zusammen. Prost. Prost, Anja. Jetzt haben wir extra einen Tegernseher heim wegen dir und ein Moser Liesl. Das passt, Und jetzt oder? trinkt sie einen Kuba. Sehr, sehr gut. Ja, ich trinke einen Kuba und ein Bier. Beides. Beides. Ja, der schau her. Robert um 12, der hat um 12 Geburtstag und deswegen feiern wir heute. Ein bisschen eine. Aha, geil. Ein bisschen bis um halb eins, gell? Genau, ja. Wer von den zwei hat Geburtstag? Der Alte auch, der mit der weißen Jacken. Der Alte. Der Alte. Sehr geil. Der Anja, der Quattrofahrer sagt Servus Anja. Ja? Wie alt das er wird? Was? Sehr geil. Wie alt das er wird? Darf man das sagen, wie alt das du wirst? 29. Echt? Nein, das ist noch junge Hupfer. Ja, Wahnsinn. Mein Jetzt zeigt man die. Jetzt, Jetzt. du solltest eine Filmproduktion aufmachen. Danke. Im Mitteil heute muss man noch lernen. Ja, geht's euch gut? Ja? Uns geht's gut. Die ganze Wir Woche. freuen uns die ganze Woche schon auf die. Ah, das freut mich. Sehr schön. Sehr geil. Du, Anja, du hast einen super Post gemacht. Also ich habe mich krank gelacht, wo du gesagt hast, ja, also ich bin blöd und ja, das und so weiter. Also, Genau, jetzt erzähl mal, was da der Anlass war, was dich da so aufgeregt hat, weil das ist, glaube ich, ein leidiges Thema, vor allem was wunderschöne Frauen betrifft. Also über die Dickpics haben wir jetzt gerade schon geredet mit den Jungs. Ja, Haben uns ja. ein paar gekriegt, Habe ich aber auch mitgekriegt, da waren sie enttäuscht, weil der Christian nie darauf reagiert. was ist da los? Na, was war da der Auslöser? Das ist eigentlich ja eine fortwährende Geschichte, das kennst du ja wahrscheinlich selber, dass man halt einfach als junge Frau oft nicht so ernst genommen wird, wie man vielleicht möchte in manchen Bereichen und dass man halt auch sehr oft für, ja was heißt ungebildet, aber halt, dass sehr oft, vor allem, Entschuldigung, aber Männer das Bedürfnis haben, einem die Welt zu erklären, obwohl sie noch gar nicht wissen, wie viel du überhaupt über das Thema weißt und oft weißt du sogar mehr über das Thema, aber trotzdem quack. Und das war halt so lustig, weil ich habe halt eine Story gemacht, wo eigentlich nur ein Witz war, wo ich vor dem neuen Rathaus, vor dem Glockenspiel in Minga gestanden bin und habe dazu geschrieben, ein bayerisches Wahrzeichen und irgendein Gebäude am Marienplatz. Das war Ich habe aber auch überlegen müssen. und dann hat eine Freundin von mir hat halt einen Lacher geschickt, dann habe ich geschrieben, ja, jetzt warten wir mal, wie lange das dauert, bis kommt. Das ist das neue Rathaus. Und es hat halt einfach exakt 18 Minuten gedauert. Und das beschreibt so gut mein Leben, weil das einfach so oft vorkommt. Und an dem Tag hat man halt eben auch eine Freundin erzählt, die auch in einem sehr männerdominierten Beruf arbeitet, in einer sehr hohen Position. Und die, wo auch oft so für inkompetent eingeschätzt wird, wo sie sich dann einmal denkt, so habe ich den Job in der Lotterie gewonnen, was denkt sie eigentlich alle? So. Ja, geil. Und ja. Und deswegen hat das mal raus müssen, weil ich mir denke, die denken eher, dass ich dumm bin, als wie dass ich einen Witz mache. Und das finde ich jetzt schon wieder brutal. Naja. Scheiche nicht. Was? Weil uns den Vater gekriegt hat, sage ich, den Scheiche nicht. Der Harry war das gerade. Das war nur der dritte Lost. Können wir so übel sein. Sehr geil. Ja, also ich find's super, weil du halt aber eigentlich jetzt knüppelhart das ansprichst, was halt viel, über was man sich so intern, also wenn man dann wieder so Frauenmeeting hat, sozusagen, sie ablassen, sagt du, der und so weiter, oder was, ja, bist du auch so blöd angelabert worden und so weiter. Und ich habe meinen aktuellen Song auch jetzt drüber geschrieben, den Batschenband, dass man halt in der Bar auch, hey, Alter, führ dich nicht so auf, warte schon, zieh den Fetzen, ziehst du wieder aus, bla. Ja. Und das ist also mein Thema, wo ich mir denke, hey, gibt's tatsächlich so respektlos, wo man einfach nicht für voll genommen wird und wo auch viele meinen, sie müssen jetzt da so eine Vaterrolle übernehmen oder so der clevere, weißt du, aber ich frage mich, woher kommt das? Also, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt ein Brillen und eine Zahnspange hätten, würde das dann auch passieren oder ich weiß nicht?
Ja, also ich habe schon so eine gewisse Theorie aufgestellt. Das heißt, die habe ich nicht aufgestellt, das ist ein falsch ausgedrückt, sondern ich habe mich viel in das Thema eingelesen, weil es mich auch beschäftigt hat, wie kann man ernster genommen werden als Frau. Traurigerweise gibt es dazu auch viele Studien. Und die Lösung ist, du musst mittelscharf sein. Weil wenn du Ich habe aber Probleme mit mittelscharf. wenn du total scharf bist, dann geht es nur darum in der Arbeit, die geile Kollegin und die müssen wir ja alle unbedingt probieren, ins Bett zu kriegen, keine Ahnung was. Wenn du jetzt aber brutal kreislig bist, dann sind Männer auch nicht so begeistert von dir und dann gehst du auch nicht. Also, du bist die Einzige. Na, du musst so an der Grenze sein. Du musst so, gerade, mein Gott, wenn man saubsuffen ist, dann kann man schon mit der ins Bett gehen sein. Aber halt nicht zu scharf, sondern mittelscharf. Das habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht. Deswegen schaue ich auf mein Bewerbungsfoto mittelscharf aus. Sehr geil. Na, es ist traurig, aber mein Gott. Ich glaube, da haben wir noch einige Jahre vor uns und man merkt ja, dass sobald... Es wollte ja emanzipiert werden. Und wenn man halt dann so Feminismus-Themen anspricht, dann entfolgen einem halt auch wirklich 50 Leute. Also es ist ja, echt aber auf krass. die Hand ist er dann im Endeffekt weggeschissen, oder? Die Ja, wurde da irgendwann. empfohlen. Ja. Ja, ich finde es halt an sich schade, dass ich mir denke, wow, krass, dass so viele Leute ja rumlaufen und die das anscheinend ja stört, wenn man so anspricht. Aber ich bin natürlich froh, dass ich die dann nicht mehr an der Backen habe. Also da Genau, ja. Na Jetzt ja. stell dir mal vor, dreimal spieß mal um, Christian. Ne? Du Ich war froh, weil noch nicht kam. in der Das sagt, Büro was du in seiner an der Busen. Frau sind und die versuchen dir die Welt zu erklären, weil du der kleine, Weiter. junge, dumme Bub bist, der sowieso von nichts Ahnung hat. Wie fühlst Ja, du dich genau. dann? Weißt du? Ja, freilich ist klar. Ja, also, ich finde es auch nicht irgendwie so richtig was für Sprich ablassen. Wenn es jetzt aber ein bisschen so Ironie ist, passt ja das aber. Ich meine, wenn Tanja Hilfe braucht, weil sie irgendwie weiß, wie sperrt mir jetzt die Nummer oder irgendwie im Facebook oder was, dann schicke ich auch ein Video schnell und dann sage ich, aber jetzt kriege ich deine Handynummer. Aber das weißt du dann auch, was gemacht ist. Na, also ich habe gerade auch gelesen, hat einer geschrieben, nur weil da jemand was erklärt, heißt es nicht, dass da nichts zutraut. Woher sollen sie denn das wissen? Es ist gar kein Problem, wenn man was erklärt kriegt. Ich bin ein Mensch, der sehr gern Fragen stellt und sich da auch nie zu schade ist dafür. Es geht darum, aber das kann man halt nicht einfühlen wahrscheinlich, wenn man ein Kerl ist, aber man erlebt das halt wirklich, also ich kenne es von meinen Freundinnen, ich kenne es von mir, als junge Frau und später wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal im Leben, kann ich mir vorstellen, einfach sehr oft, dass ein ungefragt halt ständig was erklären, wo es da halt denkst so, ja, danke, das weiß ich, so wie wenn ihr einen Witz macht und dann wird mir gesagt, Mei. süß. Tante, Frühstück. Na, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, genau. Was ist zu süß? Im Wild- und Frei-Video hat da die Katze die Show gestohlen und jetzt der Hase. Jetzt der Hase, jetzt haben wir es. Na, aber ich finde, da gibt es einen Unterschied. Aber du verstehst auch, was ich meine, oder Ria? Ja, ich verstehe. Das Absolut. Übergriffige oder dass mir halt dann auch oft Typen, die wo selber null was mit dem Musikbusiness zum Tor haben, die ganze Zeit ungefragt erklären wollen. Hey, Jungs, Affen. Machen sie. no interruption. Hey. Als die mir dann irgendwie Nachrichten schreiben, also das hat sich jetzt eh schon aufgehört, aber am Anfang ganz schlimm, immer ältere Typen, die wo man geschrieben haben, ja, das musst so und so und so machen und du musst es so machen und so. Weißt du, über Ding so, ihr macht halt einmal Musik, aber Hauptsache Kraftstellen. Das sind die gleichen wie auf TikTok, die was sich über irgendwas beschweren und dann haben sie 20 Follower und überhaupt kein Video. Ja. Ja. Weil du musst drüber lachen. Das hilft doch. Ja. Die geht aber öfter nach. Oder kommt mir das gerade so vor? Die nervt halt das brutal, wenn Typen so schreiben. Was heißt, es nervt mich brutal? Es ist halt einfach ein Zustand. Also das begegnet einem halt einfach immer wieder und irgendwann nervt es einen schon, weil ich mir teilweise denke, hey, ich habe wahrscheinlich einen höheren Bildungsabschluss als du.
und du behandelst mich, als wäre ich saudumm, nur weil du jetzt wahrscheinlich denkst, oh, die ist so geschminkt und keine Ahnung was, so eine Tussi, die ist bestimmt blöd. Also, ja, schwierig. Das hat alles Ja, ein ich bisschen weiß, was du meinst. das hat Dass alles man ein bisschen praktisch nicht blühen darf, weil ab dem Zeitpunkt, wo man dann blüht als Frau, Blumen sind zum Blühen da, meine lieben Herren, wir dürfen blühen. Egal wie wir es heißt nur lange, dass wir, wenn wir Make-up auftragen und uns irgendwie für uns schön machen und für die Welt schön machen, für uns ein bisschen blöd sind. Ja, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit so ja, Fernsehnarrativen und so zum Tor. Ich meine, es ist ja immer so Highschool-Filme, keine Ahnung, dass so die Tussis sind ja immer die Bläden oder auch so Blondinenwitze oder so, das habe ich auch mit meinem Post ja gemeint. Die sind ja alle dumm und das, klar, man weiß schon, das sind Filme und so, aber es setzt sich trotzdem fest, dass Tussis blöd sind. Also so unterbewusst halt einfach. Ja. Und wenn man dann halt anders behandelt wird, nur weil man sich eine Brille aufhockt, sie nicht schminkt und wie ein Lump anzieht, das ist schon auffallend. Also ich habe das wirklich ausprobiert. Also, Aber du hast da jetzt ein Foto posten traut in der Story, du warst komplett ungeschminkt was, gell? Muss ich auch sagen, Respekt. habe ich schon mal gemacht, ja, aber wisst War kurz erst, ja. was dann auch wieder ist, also ich sage das jetzt einfach, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass der jetzt nicht zuschaut, aber da war ich auch wieder so, ich gedacht habe, hey, geht's eigentlich noch? In der Arbeit, wo ich jetzt angefangen habe, da habe ich jemanden in der Firma, der hat mich auf meinem ungeschminkten Bewerbungsfoto als Anja Bavaria erkannt. Hat mir dann, obwohl das nicht mein direkter Kollege ist, an meine Dienstadresse eine Mail geschrieben, ob wir uns mal auf ein Bier treffen und so. Und ich habe den noch nie gesehen oder irgendwas. Nur, dass er hat mich gesehen, bei den neuen Mitarbeitern war halt so, ja, wir haben einen neuen Mitarbeiter und da war mein Bewerbungsfoto dabei. Und da hat er mich drauf erkannt und hat mir dann so eine Mail gepresst und von wegen, dass wir uns mal treffen und so. Und das war so seltsam. Und ich habe ihm halt dann einen Korb gegeben und dann hat er mir gestern auf Facebook meinen letzten Post geschickt, da wo ich den Witz ja gemacht habe mit ich bin so dumm, weil ich geschminkt bin, so ungefähr. Und habe mir dazu geschrieben, Servus Anja, gibt es eigentlich ein Foto von dir, wo du nicht so hergeschminkt bist? Grüße. Wo ich mir denke, so, das ist irgendwie schon fast sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. So, ich habe den Typ bis heute noch nie gesehen und der hat mir auch schon auf Facebook geschrieben und so. Und das ist halt einfach was halt, glaube ich jetzt mal, ein Christian Schauer wahrscheinlich eher weniger dann auf der Arbeit hat, das Problem. Das ist wirklich so. Ja, wir haben auch Frauen und so. Und ich habe dir eine Woche, habe ich die ganz offiziell stalken dürfen zu reden. Weißt du schon? Was ich alles in der Woche über die erfahren habe, mein Lieber, gerade dein Podcast mit den Los Brutalos, was du gemacht hast. Ja. Akte Anja. Eben. Na, aber da denkst du dann echt so. Und vor allem, ich zeig mir ja dann auch manchmal ungeschminkt und dann schreibt mir da der Typ her, ob ich mal ein Foto habe, wo ich ungeschminkt bin. Ja, das Pudel, wo du mich drauf erkannt hast und mir dann wieder Creep bei E-Mail geschrieben hast, auf meine Dienstadressen. Und er hat noch geschrieben auf der Dienstadresse, ob wir vielleicht da jetzt ein bisschen schreiben könnten. Also. Gerade in der Arbeit ist das. Du hast da wirklich so schnell eine Anzeige wegen sexueller Belästigung am Hals, dass es gerade aus ist. Ja, aber das ist eben das, wo ich mich halt jetzt in der Story also aufgeregt habe, dass ich das teilweise einfach nicht nachvollziehen kann, auf was die Typen alles kennen. So, dass ich bei einem Post, wo 30 Leute schreiben, alles Gute zum Geburtstag an, ja, 2 Monate später dann schreiben muss, die hat aber nicht Holz vor den Hütten. So, danke für deinen Beitrag. Also, Ja. lass es einfach bleiben. Was brennt denen da in die Finger, dass die das schreiben müssen? Naja. Ja, also, liebe Leute, liebe Männer da draußen, ihr könnt es ja viel charmanter machen. Es gibt ein Lexikon voll mit unglaublich schönen Wörtern, die sagen, hey, Anja, mein Respekt, du bist eine wunderschöne Frau, hey, du schaust super weiblich aus, du, weißt du, es gibt so schöne Beschreibungen, wie man einfach, du bist eine Königin, ja, Queen, ja, was weiß ich, einfach, wo man zum Ausdruck bringen kann, wie man halt jemanden findet, Ja. äußerlich, innerlich Oder und so weiter. Und da darf ich mal sagen, Außerlich. habt ihr noch einiges nachzuholen. Also, es geht auch anders. Und Anja, sind das in größtenteils Jugendliche oder schon Männer in höheren Alter? Schon.
Ja, also ich muss sagen, dass die Jungen, also da habe ich eine große Hoffnung, dass die zum Großteil da nicht so sind. Also es sind schon eher die Eltern. Ich weiß ja nicht, ob was da in der Generation irgendwie falsch gelaufen ist. Voll bestätigen. Na, aber dass die das halt dann immer raushauen müssen, hat sich da meine Mama nicht so drüber aufgeregt wie ich. Vielleicht, was? Also so die Generation. Nein, die haben es in sich reingefressen. Die haben es in sich so geschimpft und gerantelt, aber die haben es nach außen drum. Ja, und deswegen, selbst wenn man halt dann wieder, wie gestern 40 Leute in Folgen, tut mir Das leid, fällt bei dir gar nicht auf, jetzt gerade. ich werde trotzdem weitermachen und das ansprechen. Und sei froh, dass sie dann weg sind. Dann können wir richtig genug. Mir ist halt auch wichtig, sowas anzusprechen, um halt auch, weil Frauen haben ja oft das Gefühl, sie reagieren über bei sowas. Dass sie so dann denken, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Oder wenn es dann ein Schwanzfoto, was wir ja vorher das Thema oder was ihr gehabt habt, geschickt kriegen, dann denken sie so, eine Anzeige ist jetzt vielleicht übertrieben und so. Aber es ist eigentlich alles gar nicht übertrieben. Eigentlich müsste man halt einfach wirklich mal was machen, damit das auch mal aufhört. Und deswegen will ich halt was dagegen tun. Selbst wenn man sich da unbeliebt macht. Aber wenn ich dann halt ein paar Mädels erreichen kann, ein paar kleine Mädels, die mir folgen, dann freut mich das halt. Dass die wissen, dass sowas nicht normal ist und dass wenn die jemand am Arsch begrapscht, dass der dann auch Konsequenzen spüren muss. Ja. So, das war das mit der Feminismus-Brandrede. Bin ich vollkommen bei dir. Bin ich vollkommen bei dir. Absolut. Also ich verpack's halt dann in die Texte, weißt du schon. Und, aber, also ich muss sagen, ich habe jetzt sämtliche Portale auch über ein halbes Jahr so ein bisschen bedient, so auf Bumble, auf Tinder, alles mögliche. Ja. Und habe mal da den ganzen Schmarz zu geben. Und also was du da lernst, ist halt absolut schlagfertig zu werden, weil du innerhalb von 3 Sätze, hey, Alter, willst du, hey? Weißt du, da gibt's halt, auf was stehst du? Und ich so, hey, Alter, ich habe jetzt ein Wort geschrieben und du fragst schon, auf was stehst du? Vielleicht stehe ich auf gar nichts. Vielleicht sollte man erst einmal kommunizieren. Und da bin ich aufgegangen wie ein Hefegnädel und habe halt erst einmal so zum Schreiben gelernt und zwar so richtig explizit. Wo war das? Auf welche Portale? Tinder und Bumble. Ah, okay, warte mal. Ich bin schockiert, auf was für Portale dass du dich rumtreibst, Ria. Was? Ich bin schockiert, auf was für Portale du dich rumtreibst. Du, mich interessiert alles. Als Künstler musst du überall präsent sein. Hast du Instagram eine, hast du schon wieder ein paar Fans mehr. Das muss ich mir merken, jetzt den Spruch. Kannst du auch probieren. Aber es Bei sind Tinder? immer schöne Frauen, Christian. Das habe ich ja auch gehört, dass das viel machen, um Follower zu kriegen. Finde ich auch krass. Ja, sag mal so, der wirklich Mut hat, der schreibt ja heute dann eine DM und sagt, hey, ich hab dich da gesehen, ich möchte nicht über das Portal schreiben, aber hey, Ja. dann komm mal, weil dann weiß ich, der hat das auscheckt, der interessiert sich für das, was ich mache und der hat den Mut, dass er halt einfach schreibt und sagt, ja, ich hab dich da gesehen und hey. Aber die Portale selber, also, es ist amüsant, du lernst kommunizieren, du lernst schlagfertig zu werden, du lernst innerhalb von einer Zeile oder 3 Wörtern denjenigen abzuchecken, auf was ist der aus, was will der und kann der überhaupt reden oder was weiß Man ich. muss ja schreiben, das geht in Ja, das Wikipedia. ist wirklich fun. In der Kommunikationsportal. Eben nicht, eben nur für dich. Na, aber das ist mir auch so gegangen, Anni, dass ich mir gedacht habe, hey, wo sind wir? Dann habe ich die Altersgrenze nach unten geschaut. Da habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir mal, wie die 25- bis 35-Jährigen schreiben. Ja. Wir schreiben tatsächlich besser und ab, sagen wir mal so, ja, 38 bis dann 45 drüber, da wird es dann schon, also da wird Bin ich bei den Schlimmer so quasi. ja, Ich gerade sagen, wie alt bist du, Christian? Ja, ich bin schon sau alt. Oder? Aha, genau. Du hast jetzt noch 1 Jahr, der ist noch 10 Jahre dazu, da im Juni. Ah, smart. Ja, ich bin ein alter Teufel. Okay. Ja, Das aber du bist jetzt aber nicht aufgepasst, jetzt habe ich umgerührt. Wie alt? du weißt das 5 Jahre älter bin ich wie du. 44. Ja. Ich habe halt auch so nachgerechnet, aber dann ja, du hast ja in Passau studiert, gell? Du musst da ein wenig so Verwurzelungen zu uns runter. Ja, genau, ja. Und du kennst sogar welche von mir aus der Gemeinde, aus Hauzenberg. Aber man denkt, Wahnsinn, wie klar das für die Welt ist dann, gell? Ja, brutal, oder?
Mhm. Ja, ich fahre am Sonntag fahr ich wieder nach Passau und ich freue mich schon so. Echt? Mal wieder, ja, Also- ja, mein DJ wohnt ja nur da. Wir haben jetzt Mhm. organisiert und wir machen. Ich habe mir schon gedacht, du fährst zum Bayerischen Flieger runter. Der lässt uns Nein, wir haben weil gedacht, momentan. wir stellen Pfingsten nach. Wir saufen so viel, müssen wir in verschiedenen Sprachen reden. Geil. Nein, das ist gut. Das müssen wir merken. Genau. Ja, wo ist der überhaupt? Ich hab gedacht, der ist am Start. Ja, schon, ich weiß nicht, der hat halt Stress gehabt irgendwie und der, glaube ich, der hat dann nach der Arbeit nur mitgearbeitet. Vielleicht ist er wirklich eingepennt. Der hat wirklich aber einen harten Tag. Oh mein. Schade. Ist echt ein cooler Kerl. Leonie hat geschrieben, der Tommy liest es nicht. Ja, dann. Ja, ist da aber wird er kein schlagbar. Einfacher. Ja. Wird vorher einer gefragt, ist bei uns jetzt so kalt, dass man Haum braucht? Es ist ja, wer immer das jetzt geschrieben hat, ich finde ihn nicht mehr. Bei mir ist tatsächlich kalt. Ich habe jetzt eine neue Heizung, aber die Hackschnitzel sind aus. Draußen hat es 8 Grad oder 7 oder weiß ich nicht. Von dem her ist es tatsächlich kalt bei mir. Die Stadtzeit ist zu. Die Haum. Außerdem mag ich mich nicht um 11 Uhr auf die Nacht campen. Ja, die hat er bestimmt schon wieder 2 Stunden Ich bin auf geschlafen. der Party, ich bin gerade mit den Kindern aufgestanden, ich setze mir bloß einen Haum auf. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied. Alles gut. Ich Sehr habe mich gut. vorher hingelegt. Und haben wir einen Wecker gestellt. Du? Echt, oder? Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja, so auch. Brauchst du einen Schlaf? Ja. Hast du halt gearbeitet? Nein, Wieder. nein. Ganze Woche nicht. Aber was ich dir eigentlich schon mal fragen wollte, machst du das dann eigentlich so, dass du jeden Tag Videos drehst oder dass du so an einem Tag 10 Videos drehst? Ich drehe normalerweise jeden Tag einen. Ja, zwar, wenn ich jetzt einmal krank bin oder was auch ein paar Vorträge. Aber das kann ich nicht. Ein paar Videos sind abgetragen nach 10 Minuten umgeschnitten und dann hast du wieder welche. Da hängst 3-4 Stunden dran. Ja. Und ich muss mir jeden Tag wirklich, ich steh auf in der Früh und dann muss ich mir das einfallen lassen. Dann lese ich die ganzen Witze-Seiten und sowas, bis ich dann wieder mal was hab. Ja. Das mit dem Klopapier fand ich geil. Gell? Ja. Braucht es nicht. Ja, aber das ist ein alter Witz, das ist mir bekannt vorgekommen, aber das Ja, ist gut umgesetzt. Weißt du, wo wir mit dem draufgekommen haben, vor 2 Tagen im Live? Echt. Jetzt uns du dein Ding schon, wie heißt dein Song wieder, der neue? Den hast du ein paar gesungen hast vorhin. Pimpern ist halt nicht. Ja, genau, ja. Aber Weißt hast du, du das das Video dazu draht? Was, Anja? Hast du da das Video dazu draht letztens? Nein, das ist die Single, die kommt, die heißt Bass. Ich stehe auf Bass. Ah Ich ja. habe das Video dazu gemacht und die kommt Ende Juni. Und jetzt wird es noch geschnitten und weißt du, kennst du ja Anja, Promo, Vorbereitung und Snippets rausschneiden und zeigen und die bewerben für stellt es da vor. Du weißt ja, wie es mit bayerischer Musik ist. Kommt bei dir jetzt nicht ab, heute mal Du hast gefühlt Ja. 5 Radiosender, die wo das spielen, aber Österreich ist viel gut für uns, gell? Schon da. Ja, ich bin gar nicht aufs Radio irgendwie. Also ich glaube nicht, dass die generell Interesse an meiner Musik haben und deswegen macht es mir jetzt auch nichts. Ja. Ich schick's mal hin und wer es ist auch hat Glück gehabt und wer nicht, dann nicht. Aber du hast vollkommen recht. Da haben wir eh schon drüber geredet, gell? Du machst da alles selber und du sagst einfach, ich scheiß auf den ganzen, wo es wie klingen muss und wer, wo man was abliefern muss. Scheiß drauf, ich mache Musik einfach, weil es meins ist, weil es ich bin, weil es meine Personality ist und weil es was ist, was ich lieb. Und da hast du vollkommen recht, da müsste ich auch viel mehr einfach sagen, legt dir mal, ich mach das, was ich mache. Habe ich eh so das Gefühl, dass du es tust. Also von dem her passt doch. Und übrigens, Mietsbär, die gefreien, ja. Ich habe gerade noch gelesen. Danke übrigens für deine ganzen netten Kommentare. Ich liest zwischendrin immer. Mua. Ja, ist auch cool. Ich bin schon gespannt, ob das Musikvideo hat mega gut ausgeschaut von den Fotos her. Ja, es ist echt geil. Ja, wie gesagt, das Feuerwehrauto, das war wieder absolut mein Weder gewesen zum Fotos machen und so. Aber es war Muttertag auch noch der Tag. Es war Muttertag. Muttertag war es auch noch. Ja. Ja, das war mein Muttertagsgeschenk, Anja. Bling, bling.
den fettesten Tag meines Lebens, ich suche mir immer so Geschenke aus, weißt du, so ganz besondere an meinem Geburtstag. Dann mache ich halt am Muttertag, weißt du, ein Ladies Day draus mit Make-up-Artist, mit alle kommen daher. Ja, sag mal. Gibt's bei Jochen Schweizer dann zum Buchen, oder? Den Muttertage. Ja, genau. Du kannst euch dann einbuchen bei mir zukünftig immer am Muttertag, macht die Ria spezielle Action. Gehst du zuschauen. 100 Euro Genau. pro Tag zum Zuschauen. Das ist ein kleiner Zugange. Na, also hat Studio Seidel gemacht, das ist ein Minger. Die haben auch Fotos für mich gemacht und ja, haben jetzt alles innerhalb von einer Woche praktisch aus dem Boden gestampft. Weißt du, eigentlich war alles Zufall wieder. Ne? Ja. Ich habe eigentlich für nur ein späteres Video was geplant und dann habe ich einen vom Moorburg kennengelernt, der beim Hikes arbeitet. Der Hikes ist eine ziemlich große Firma bei uns, die halt diese Schutzschuhe international Genau, ja. überall. Genau, und dann haben wir uns halt mal zusammengeredet, wenn wir uns halt lokal unterstützen könnten. Weißt du, wir können Hikes oder die Holly Dau was für mich tun und ich für sie, weil ist ja alles lokal dort bei uns. Und dann, ich sage, ja, vielleicht können wir irgendwie zusammen, habt ihr irgendwas für ein Musikvideo? Und dann habe ich gesagt, du, ich brauche halt irgendein Auto. Cooles Auto. Und dann schickt er mir Beutel von dem kompletten Fuhrpark. Die haben wir für eine Ausstellungen diese ganzen Ami-Cars, weißt du, so Harley, Polizeiauto. Und dann. Leonie. Wir haben zwei Sängerinnen da. Wir haben zwei Sängerinnen da, die wo jodeln müssen können. Ich kann nichts. Ich kann nichts außer da sitzen. Ja, Christian, müssen wir nur das Jodeltraining weiterführen. Letzte Woche hat es einen Dominik und mir das Jodeln wollte uns beibringen, aber da haben wir uns auch ein bisschen Druck gekriegt, weil wir einfach durch lauter Blödsinn haben wir gesagt, ich denke nicht mehr dran. Sehr geil. Also, ja. Hast du schon mal gejodelt, Anja? Na, also ich habe es mal probiert, als ich von Hubert von Geusser an der Lyric covern wollte, das ich sehr gern mag, hörst das nicht, weil da ist ja so ein Jodelteil drin, aber das ist nicht meine Welt. Konntest du? Ja, ich kann's. Wie ich das gelernt habe, ist, ich habe mir auch, also die Sabine war ein absolutes Vorbild vom Hirtenmadel, die ist eine Wahnsinnsjodlerin. Auf jeden Fall habe ich immer die Jodelsprache erst rausgehört. Die Österreicher haben eine andere Jodelsprache wie wir Bayern. Also hui du ja, hui diriti und wir singen hollari hollero. So. Und die Jodelsprache brauchst und dann singst du praktisch statt am Text die Jodelsprache auf die Melodie und dann als Krönung baust du halt diesen Kehlkopfschlag mit ein. Ja. Und ich habe praktisch wie eine neue Sprache gelernt. Es ist strange, aber es ist machbar. Aber du musst halt wirklich, wie wenn du jetzt einen Coversong lernst, dieses Jodel, und das ist nicht leicht, weil das halt dann so schnell ist. So, was singt das der? Ja. Ich verstehe beim Rappen sowieso nicht, wie man die Worte so schnell hintereinander auszuschießen kann. Ja. Das musst du auf erst einmal merken können und dann auch noch so schnell aussprechen. Also, Ja, also, du bei der Anja, das musst du auch, ist auch ein Haufen Text. Ja. Du musst generell die Texte, das ist halt, irgendwann ist wie Autofahren, oder Anja, dass du einfach drin hast. Ja, total. Ja, das stimmt schon. sind von dir jetzt nicht wieder mal ein neues außer an, ja. Anfang des Monats oder was. Ich weiß nicht, wo Nein, das liegt. angekündigt habe ich nichts, also, aber ich darf gerne was rausbringen, ja, aber das müssen wir jetzt mal schauen, ob ich das noch hinkriege. Bis dahin. Nach dem Geburtstag heute nicht. Hä? Nach dem Geburtstag heute bestimmt nicht mehr. Na ja, und ich ziehe gerade um, deswegen ist das gerade so mein Fokus. Aber schauen wir mal, ja. Du ziehst du, Anja. Mit Studio und allem. Mit was? Mit deinem ganzen Studio-Equipment, mit allem. Mit deinen Instrumenten. Mein Studio-Equipment ist jetzt sehr bescheiden daher. Also ich habe meine Eltern, ja vorher schon alles bei meiner Mama im Bastelkammer aufgenommen und das wird in Zukunft nur passieren. Daher, ja genau. Das ist sehr cool. Stressig. Du traust dich zu Corona-Zeiten umziehen, du. Das reißt wieder ein finanzielles Loch in unsere Geldbeutel. Ist ja eh schon drin. Ja, na, eben nicht, weil ich zieh zu den Eltern heim. Also du ziehst zu den Eltern heim jetzt. Ja. Also der Herzensleidels. Die haben Oma Wohnung frei, ja, und Corona hat echt so ein krass finanzielles Loch bei mir eingerissen. Deswegen habe ich da auch keine Lieder dann produzieren können, weil ich es mir einfach nicht leisten habe können. Mhm. Ja, aber gut, es kämen wieder andere Zeiten. Ja. Hoffen wir es ja bald.
Haben wir einen Lichtblick? Anja? Ein Lichtblick? Ja, ist schon irgendwie so, irgendeine kleine Anfrage, irgendwas reif vielleicht für 2022, irgendwas, gar nichts. So. Also mein nächster Lichtblick ist eigentlich Ende Juni, aber das ist auch noch nicht sicher, deswegen möchte ich mich gar nicht freuen. Ja. Mit dem Ringelstädter Hannes, weil mit dem habe ich ja Single gemacht, mit dem der viel Live-Auftreten und da filmt das BR, bin ich schon gespannt. Aber Sehr schauen wir geil. mal, ob Ja. das dann auch wirklich passiert. Den hast du als kleines Titel hast du denn schon kennengelernt in Ringsburg irgendwo, was ich jetzt einmal gelesen habe, gell? Was ein Ringelstädter. Ringelstädter? Aha. Na, das hast du verwechselt. Na. Ja, man denkt, in Ringsburg hast du bist noch kleiner, warst du 7, 8 Jahre, hast du den einmal kennengelernt und jetzt Ja, habt ihr euch wieder mal getroffen, nicht? Achso. Ja, Was hast du denn da gelesen, Christian? bin ich da. Du wolltest mein Bildunterschrift, was ich da geschrieben habe. Das war Ja. ja auch der Schmarrn. Da habe ich geschrieben, Ach dass so, wir ja, uns, ich dass wir uns 1980 als Teenager ineinander verliebt haben. Dass wir da unser erstes Mal gehabt haben. Und deswegen Christian. hat er das Lied Dann- für mich geschrieben. Nein, Da haben das hab ich. Dann hast du der Orca-Dame nicht einmal einen Scheidenkrampf gelöst. Dann stimmt das auch nicht. Ja, das ist ja Los Brutalos Podcast mit dir. Mit mir. Ja, Akte Anja. So erfahrt man die Sache. Den kriegen wir auf jeden Fall eine. Tag der Anja, ja, das ist sehr aufschlussreich. Ja, da lernt man viel über mich. Aber Anja, wie schaffst du das, dass du mit den zwei Typen zusammen bist und nicht die ganze Zeit irgendwie lachen und Kopfschütteln musst? Achso, weil das denken immer viele Leute nicht, aber wir sind befreundet, weil als wir uns kennengelernt haben, waren wir auf demselben Schmarrn-Niveau. Also die Leute denken immer so, dass ich so geworden bin durch Los Brutalos, aber ich war vorher schon so. Und deswegen verstehen wir uns sehr gut. Daher kann ich mir das sehr gut einfügen. Sehr geil. Prost. Prost! Ich kann sehr Prost. Man findet das dann auch gar nicht mehr so lustig, wenn man das jede Woche hat. Ich würde schon lustig finden. Mir geht das so ab, ich sag's euch. Die zwei sind da Alles noch außen, cool, was ihr halt alle- eigentlich sagen, gell? Was sagst du? Die zwei sind da nach außen vielleicht auch härter, was man jetzt als Rapper ein bisschen sagen muss, wie sie eigentlich sind. Ich sehe auch nicht so viel Leberkäse in meinem Darf Leben, man wie nicht es in, verraten. Darf man in die nicht verraten. Videos wo. Ja, das Ja. verrückt man nicht, gell? Na, also ich glaube, das wird ja dann hoffentlich rauskommen, dass das künstlerfigurenmäßig gemeint ist, weil das kann sonst ja kein normaler Mensch überleben. Also, Ui, also das Ja, sind da an gesprochen. sich sind das ganz normale Menschen und Leute sind auch immer verwirrt, wenn sie die kennenlernen im normalen Leben dann. Also so, was, ihr seid das, ihr seid eigentlich voll schüchtern oder sowas, so im normalen Leben halt. Aber gut. Also natürlich reden sie trotzdem viel Schmarrn, aber keine Ahnung, wenn meine Eltern da sind oder so, meine Eltern haben am Anfang gesagt, ja, viel schüchtern und so. Der Michi, also der Kindrap, der sagt ja nie was. Das ist halt dann schon witzig, wenn man die andere Seite kennt. Ja. Aber ja, mittlerweile schauen sie auch die Videos und so, oh, daher sind sie jetzt auch im Bilde. du, da hat gerade jemand geschrieben, Anja, ich sag's euch, Heimatsound-Festival, da darfst du gut reinpassen, auf jeden Fall. Ich sag ja, Heimatsound, wo ist das? das ist glaube ich, in Oberammergau, wo die ja normalerweise diese Passionsspiele haben, da ist doch, glaube ich, auch so eine riesen Bühne. Mhm. Und das stimmt. Also wenn jetzt jemand von euch die Oberammergauer Heimatsound-Festival Booker kennt, legt ihn doch mit Anja auf den Tisch. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein Problem, weil ich halt einfach keinen Booker oder keine Bookerin habe. Also Ja, ich auch nicht. ja, Uns gegenseitig. ja, sollte man das vielleicht mal. Aber Wir planen für in der Halle Dau, ich glaube 2022 so ja, jetzt sage ich mal Hip-Hop New Bavarian Wave Festival. Da Ja. habe ich die absolut auf dem Schirm. ah, Ich ja, habe gesagt, ich schiebe ihm die ganzen Künstler hier. da habe ich mich gefreut. Und zwar, die Hälfte davon müssen Frauen sein, weil sonst drehe ich da nicht auf. Sehr gut. Zu deinen Maria Reiser Zeiten hast du da einen Booker gehabt?
Nein, ich habe alles selber gemacht, tatsächlich. Ich habe schon kurzzeitig jemanden gehabt, aber dann habe ich halt festgestellt, dass ich das selber besser kann. Also ich habe dann einfach halt, Verträge, habe ich gesagt, die habe ich auch selber gemacht, Verträge aufgesetzt, dann muss er die Technik-Rider noch hinschicken und halt ein bisschen Catering, ein bisschen telefonieren und sagen, hey, einen Tag davor habt ihr jetzt alles da, steht der Bierkasten da oder muss ich den jetzt, also ein bisschen Dampf machen muss den ich dann schon. Aber ich habe das dann angefangen selber zu machen, weil ich mir dachte, hast du das da schon angegriffen? Nein, hast du das da, aber warum muss jetzt ich die anrufen, ob du die anrufst? Dann kann ich es gleich selber machen. Und dann habe ich es selber gemacht. Und dann zahlst du halt auch noch Booking-Fee, du hast halt überall noch deine 10 bis 20, 15, 20%, was du halt abtreten musst. Und also das machen wir. Sein Booker war schon cool, also irgendwann, wenn du halt ein Level hast, was mit dem nicht mehr rumärgern möchtest, klar, dann macht Sinn, aber bis dahin, Anja, das macht man selber. Du kannst, das ist ja viel, viel besser, wenn du einfach selber anrufst und sagst, hört's mir zu, ich hab die Band, ich hab die Leute, die sind alle hochqualitativ, wir proben wie die Sau, wir stecken uns über Arbeit rein, das kostet 3,5 auf Kralle, fertig, 5 auf Kralle, fertig. Nein. Also 3,50 €. 3,50 €, nein, das kommt nicht mehr in die Tüte. Auf jeden Fall, nein. Du musst halt einfach abchecken, wo sind die, wo ist die Location, kann man sich jetzt auch gegenseitig unterstützen, weißt du, sie sagen, hey, wir fangen gerade an oder wir haben so und so viel Leute Einzugsgebiet und wir möchten das jetzt einfach mal testen und nächstes Jahr wieder. Also man kann sich da schon mit Locations zusammen und sagen, geil, ich finde das geil, was ihr macht und aufzeigt, setzt mal unten an und arbeiten wir uns halt dafür dann die nächsten paar Jahre hoch miteinander. Gibt schon auch. Und der krasseste Gig, wo ich jemals war, wo ich so mit dem Kopf geschüttelt habe, wir haben zu Maria Reiser Zeiten im Brunnenhof in Minga gespielt. Also es ist natürlich, Hundling war auch da und ich weiß jetzt nicht noch, so Mundart-Geschichte. Und natürlich Tickets, sauteuer, uns haben sie mit dem Preis halt aber runtergehandelt, können wir nicht zahlen. Dann stand, kommen wir an, ich habe einen Musiker aus Leipzig, weißt du, überall her sind sie gekommen. Ja. Dann haben wir ein kleines Tischel, wo Maria Reiser draufsteht, eine Schale Gummibärli, eine Schale Chips, 3 Wurstzimmeln und 3 Plastikflaschen Wasser. Und dann sind die Musiker sind alle ausgetickt. Und wieder! Was ist das? Und dann habe ich mit diesem Veranstalter rumgestellt und gesagt, wenn da nicht der Kasten Bier hinkommt und wir gescheites Essen kriegen, wir fahren sofort wieder. Scheiß auf die Gage. Und dann haben sie Schiss gekriegt. Und dann haben sie aber für alle was daherzahlt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also wenn ich da Musiker und Leute habe, dass ich da nicht so weit denke, dass die vielleicht dann zuerst zufrieden sind, wenn sie wirklich auch gut verpflegt sind. Ja. Und dem auch ja immer nachfragen, was gibt's da, was steht da, wenn wir ankommen, gibt's ein Wasser, gibt's ein Klo? Ja. Gibt's es Steckdosen? Das ist auch gut, ja. Wobei ihr nichts ist vor die Auftritte, weil ich irgendwie da so aufgeregt bin, dass ich gar keinen Hunger habe. Tatsächlich. Dann noch mal was essen, aber dann auch noch nicht so, dann schmeckt es mir auch nicht. Also an dem ganzen Tag, weil ich bin einfach immer viel zu aufgeregt, schmeckt es mir einfach. Aber ich sitze auch noch komplett aufgeregt vor einem Auftritt. Ja, es geht aber, glaube ich, nie weg bei mir. Bist du aufgeregt, Ria? Also das ist lustig. Ich bin nicht aufgeregt und dann so einen halben Tag vorher oder halt ein paar Stunden, also weißt du, dann kommt man hin, man ist so, ja, jetzt Modus zusammenpacken als hin, aber dann dort denke ich mir, ich mag nicht spielen. Ich mag nicht. Ich habe alles vergessen, ich kann nicht. Dann kommt es in mir echt so hoch, so, also einerseits so eine Aufregung, aber andererseits so eine, durch die Aufregung so eine Erschöpfung. Ich bin jetzt so fertig, ich kann nicht mehr. Und komischerweise dann, da meine ich habe alles vergessen, mir fällt kein Text mehr ein, ich bin total durch. Und dann aber stehe ich drum und dann ist es weg. Ja. Aber bis ich da umstehe, das ist ein Kampf. Bei mir ist erst nach dem ersten Song dann weg. Mhm. Also ich mag immer auf Bühne, also ich habe das jetzt nicht, dass ich mir denke, ich will nicht drauf. Ich bin aber sau aufgeregt, aber auch schon 2 Wochen davor. Mhm. Wenn ich schon drohe, irgendwo aufs Klo. Aber, aber so der erste Song, der ist noch so ganz leicht zittrig. Und ab da bin ich aber überhaupt nicht mehr aufgeregt. Also da echt im Element, dann taugt es mir immer. So, aber vorher...
Und der Christian für seine Auftritte die jetzt dann kommen, für seine Comedy-Shows? Ich glaube, mir aber in die Hosen scheißen, bis es auch die meisten geht, aber ich war am Anfang auch da, wenn ich jetzt mit irgendjemandem live gegangen bin, war es noch das erste Mal, wie ich mich denke, bei Bayern Power da dabei war und so. Und da bist du auch vorher aufgeregt und so, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie frisst da keiner von euch zwar. Außer die anderen zwei hatten wieder mal hinterher, aber so. Anja hat hier schon zugemacht. Nein, also, Ja, weil, ich glaube, wenn du jetzt auf die Bühne musst und so, du hast ständig Angst, dass du einen Text vergisst oder den eigenen Namen und so. Aber das gehört dazu, das bist halt, weil wir früher Fußball gespielt haben und du hast am Platz müssen, was vorher auch nervös, dass du irgendeinen Fehler machst oder so. Aber da muss man halt durch. Da schreibt jetzt der Damien, der Martel, schreibt, dass er das auch gerade sympathisch findet, wenn man so Nervosität hat und das auch kommuniziert, weil das macht dich halt authentisch, dass du einfach ein normaler Mensch bist mit Emotionen und Ängsten. Ja. Finde ich aber auch. finde ich auch, ja. Wenn das jemand sagt, ist das auch nicht schlimm. Ja. Ich sehe leider gar nicht, was die Leute schreiben. Bei mir ist das irgendwann gehängt. Daher, falls ihr irgendwas geschrieben habt, was an mich gerichtet war, ich habe es leider nicht gelesen. Ich muss jetzt sowieso aufhören, weil ich muss ja jetzt einfeiern. Ja. Weißt, die hat ja gerade mal 5 Minuten. Und dann feiern wir mit. Möchtest Anja, du schön, dass du mitfeiern? da warst. Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. War Bitte, schön. bitte. Der nächste Ja, danke, gell. Tag, gell? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Ratsch, falls ihr noch online bleibt. Und Ja. wir sehen uns. Und euch eine schöne Feier. Ja. Dankeschön. Der morgige Tag ist im Arsch, oder? Schauen wir mal. Bis jetzt Dann schauen wir mal bestimmt. Ja, gut. Dann. Also, mach's gut, Anja. Also, danke, gell, fürs Kommen. Ciao. Servus. So, Christian, jetzt müssen wir noch den Grünen den Abschluss präsentieren. Ja. 4 Minuten. Genau. Du, der Marco schreibt, machst du ein festes Comedy-Programm oder Stand-up? Ja, ich mach momentan, ich weiß noch gar nicht, wie das heißt. Da muss ich da für mich erst einmal einen Namen erfinden. Ist das jetzt Kabarett? Ist nicht Kabarett? Wenn dann das, gegangen es mehr in Stand-up. Ein Stand-up, Aber gell? das ist alles nur als ob auf TikTok und so und so ist, ich lasse mich da gar nicht jetzt so irgendwo einmal und du musst das oder das. Ich mache einfach, wie es Kinder so Kind. Das sehen wir schon. Ich habe viel von Ansprüche jetzt nicht oder irgendwas, da das so sein muss, wie es Kinder so Kind und aus. Martel, es passt, dass du mich nicht auf dem Schirm gehabt hast. Ist gar nicht schlimm, aber jetzt hast du das. Laufen bei mir aber die Kommentare wieder nicht mehr mit oder so. Ja, Markus, der Christian ist wie sagt man, der niederbayerische TikTok-Star aus dem Wald. Wie viele Follower hast du jetzt? 35.000, oder? Ja, 34, nein, aber da gibt es noch bessere, ja. Die wollen viel mehr haben. Ja, der Tommy zum Beispiel oder Nelly, Manu. Ja. Wir haben am Montag, feiert mir einen Geburtstag, da fahren wir zu der Melanie rauf, das ist von Landau an der Isar, das ist gar nicht weit weg von dir, gell? Nein, ist nicht weit weg. Ja, London ist so, ich glaube, 1,5 Stunden fährt man schon hin, so, oder? Oder Eh so lang. gute Stunde, glaube ich, ja. Was, weil ich schon überlegt habe, vielleicht fahre ich einmal auf, fahr schon ändern, zeigt einmal Pullis, was von der Qualität sagst und so. Genau, ja, für meinen Job. Aber das sehen wir schon, das entscheidet sich dann am Montag einmal. Ja, Du super. weißt ja gar nicht, du wirst auch nicht daheim sein. Bist du eine viel gefragte Frau? Ja, ich muss arbeiten. Für mein Auto ist jetzt hier. Komplett. Ja, genau. Motor. Jetzt muss ich, Aber jetzt du muss ich hast- für mein Auto arbeiten. Da hat der Papa hingefahren, das war gar nicht dein eigenes Auto, was du gefahren bist, gell? In die Werkstatt Ja, jetzt. das ist tatsächlich, da hat sie jetzt einen Todesstoß gekriegt. Jetzt bin ich schon fleißig. Jetzt brauchst du sicher auch noch, oder? und suchen wir schon den nächsten Schirm. Gruzi 5. Ja, also, liebe Leute, momentan, wegen Corona leider, muss ich jetzt extrem 2 Jobs klötzen und bin nur auf der Straße von einem Job zum anderen und arbeite eigentlich nur, damit es dann wieder ins Auto einrichtet, weil es so einen krassen Verschleiß hat. Also ich muss jetzt was umstrukturieren im Prinzip. Also ich muss jetzt irgendwie
auf eine Art Homeoffice, also halt, was weiß ich, die Werkstatt dann in meine Garage neu verlegen. Keine Ahnung, aber es ist eigentlich eine Nullnummer. Du hechst einen Job hinterher, damit du deine Sache weiterführst. Ihr wisst ja, das kostet alles einen Haufen Geld, das Produktion, Mixing, Mastering, Videos, Fotos, alles, der ganze Zeit, Content und alles. Und brauchst neues Equipment, brauchst ein Ringlicht, brauchst ein neues Handy, brauchst gescheites Material. Das ist ja alles nicht umsonst. Und das musst du halt auch rein investieren. Und solange wir jetzt halt leider nicht live spielen können, müssen wir jetzt alle gerade erfinderisch werden. Und jetzt hat er einfach mal Autodruck laufen müssen, weil ich das so abgekostet habe, schon seit einem Jahr. Ich sage es euch, zieh fix nochmal. Jetzt hast du ja schon mit dem Vorteil einmal trainiert vor einer Woche oder sowas. Wenn es wirklich ist, dass du da mit dem Vorteil fahren kannst, gell? Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht mit dem E-Bike immer noch unter Schleißheim fahre. Ja. Wie weit ist denn das von dir weg? 50 Kilometer. Boah. Das ist ja mit dem E-Bike gehört. Was sagst du? Das ist ja mit dem E-Bike gehört. Ja, mit E-Bike brauchst du, glaube ich. Zum Treten vielleicht nicht, aber der Arsch tut dann so stark weh. Ja, vor allem, es ist ja immer noch kein Sommer, ne? Dann frierst du mit 8 Ja, das ist ja nur ein Frauenproblem, das mit noch nicht Sommer. Ja, ich friere im Sommer. Echt? Ich habe im Sommer ab 15 Grad friert es mich, unter 15 Grad. Also, Ja. der Instafexer fragt und der Martel, also der Martel fragt, was für Musik machst du? Verzeih mal. Ja, ich mache Mundart-Rap, bayerischen Hip-Hop, Mundart. Und Fexer, der Instafexer, ob ich es hauptberuflich mache, eigentlich schon. Also bin hauptberuflich Künstler, ich bin bei der KSK, GEMA, GVL, aber es ist halt gerade, kommt halt auch nichts. Ja. Also hauptberuflich ist gerade relativ. Da ich ja gerne, aber der wäre nicht. Und MC Maultasch ist auch. Ja, das hat gerade geschrieben. das kann ich nicht lesen. Ist dein. Also ist der Degensierler. Geil geschrieben. Nein, die ganz sehr, ja, fast. Aber jetzt habe ich da noch einen Moserliesel. Der MC McMaultasch, der wo herinnen ist. Der hat auch gerade etwas geschrieben. Der hat heute auch eine CD rausgebracht, ein neuer Song. Ist aber ein Schwabe. Der macht Mundart auf Schwäbisch. Geil. Ja, sollen wir einen Schneider holen? Einen McMaultasch. Holen und rein, das liegt bei Ihnen, Frau Reiser. 5 Minuten, der ist einer, ein McMaultasch. Komm zu uns. Wo ist denn eigentlich der Filter mit der Zitrone? Die gibt es nicht mehr. Oh, aha, tausendmal du. Hey, MC McMaultasch, Ja, grüß servus. dich. Ja, servus. Grüß dich. Schwab, Und? Alles gut bei euch? freilich, Ja. Du, hau mal einen Rap raus. dein neuer Song. Oh ja, du, das können wir gleich machen. Weißt du? Ja, her damit. Aber nicht live. Nee, lass ihn spielen. Überblitzig was, aber nicht bei mir stimmt's. Ich habe einen Traum, so was morgen. Ich hab drei, Meine Maultaschen sind leer. die machen Dreck im Gesicht, mit jedem Schrank und Was sei da? ja was? Verliere sich, bin ich gut geschnitten. Mindestens 3 Bar. Sie kann nicht ohne meine Maultasche sein. Wenn sie Maultasche auf ihre Grenze weiß sie einfach nicht. Aber herzhaft aus meiner Maultasche wäre auch ein Stück frei. Und dachte bitte, dass sie hier dazu sei. Ruhe. Das ist der Schwaber-Rap. Und du machst Machst- einen Rap? Machst du das hauptberuflich oder so nebenbei auch? Ist ein Mix. Ich habe mehrere Projekte. Ja, Genau. Aber wie gesagt, gerade ist ja nichts mit Auftritte, nichts mit richtig. Auftritte. Auftritte. Maultasch. Maultasch. Ja, mein halt. Ja, Ärger zum Scheißerle.
Ja, muss ich bayerisch reden, das kann ich nicht, aber ich Nein, glaube, wir bleiben jeder bei seinem Dialekt und der andere lernt vom anderen. Das ist geil. das klingt nach einem Genau. Plan. Schon. Was Also macht du hast ihr? Maultasch, weil du Schwäbler bist und die Maultasch typisch. Genau. Cool. Ja, das ist so der typische. Und wie heißt du bürgerlich? Ah? Wie heißt du bürgerlich? Manu Dasch. MC Michael Christian. Wie bürgerlich halt. Alex Bürger ist kein Witz. Maultaschenhersteller. Ja. Cool. Ja, genau. Nee, ist kein Witz. Das passt schon. Die Maultaschen nennt man Herrgottsgescheißerle, gell? Ja, die sind. Und früher haben sie immer das Fleisch in den Teig versteckt und dann hat es der Herrgott nicht gesehen. Ja, die Schwaben können sich schon helfen. Ja. Kennen Sie schon einfach. Wo kommen die her? Also, Aus was für einer Ecke von Bayern? Christian, fang an. ich bin von Passau und sie ist eine Hopfenzupferin, eine Hollandauerin. Das heißt? Ja, Das ist ja Niederbayern, Mainburg. Also das Gebiet heißt Hallertau, Holledau. Und das ist da, wo der Hopfen wächst. Wo praktisch in jedem Dorf eine Brauerei ist. Ich war als Kind oft in Bayerisch Gmein. ja, Ist dir das was? kenne ich ja. Feuerwehr, Erholungsheim und so ist da drunten. Genau. Ja, da kommt meine Oma her. Ja, dann hast du ja du bayerische Wurzeln. Ja, schöne Gegend hier, Bad Reichenhall da unten und Königssee ein Stück weiter runter. Also, Das taugt ja hier, gell? Das ist ein bisschen weit oben. Aber wir Königs kriegen ist geil. den Effekt jetzt wieder weg hier. Trier und ihre Aber Filter. halt. So ein Scheiß. Ja, jetzt. Der Kuli 9 sagt, Ria, sing mal. Ja, Also Sing mal. ich singe jetzt mal ein Lied, weil ich brauche ein neues Auto, ne? Und ich habe jetzt einen Tipp gekriegt von meinem Werkstattmeister, dass ich mir folgendes Auto, eine alte Scherm zulegen soll, weil die unkaputtbar sind. Darfst du mir raten, was für ein Auto? Also. Oh Lord, leider. won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make an amends. I work hard all my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends are driving Porsche. I must make a demand. Also, ein Porsche. Also, was für Auto ist es, das ich mir zulegen soll? Ja, der Bauernband, der 190er. Bauernbands, der unkaputtbare Taxikahn. Wenn ich Kartoffelschirm. Benz rufe ich mal ein Taxi. Genau. Janis Joplin. Yeah. Mercedes-Benz. Friends are driving Porsche. Oh Lord, won't you buy me? Wo ist mein Mikro? All my lifetime. Sehr geil. Der MC Maultasch kann auch Gitarre. Ja, Geil. Ja, lieber Martel, du, MC Ria, also ich tue rappen, ich tue singen und ich tue jodeln. Ich war auch letztes Jahr, 2019 bei Voice of Germany dabei und habe Karl und Resi von Volkshilfe bei den Berliner Hanseln gesungen. In die Blind Auditions. Bin natürlich nicht in die Sendung gekommen, aber ich habe es gesungen. Geil. Ja, Jungs, wie schaut's aus? Gehen wir ins Bett schon langsam. 0008. ist das jetzt, wo ich so richtig ausgeschlafen bin, weißt du schon, jetzt möchte ich ins Bett gehen. Ja, dann hol ich mir noch schnell Gummibärli. Warte mal. Alter, Gummibärli, genau.
Ja, Weißt du lässt uns auf bis um 11, letzte Woche bis um 12 und dann möchte sie ins Bett gehen. Ja, das geht nicht. Jetzt wo wir. Was hast du noch zum Trinken? Nick, ich habe mir hier gerade, weiß ich leer, ich hol mir jetzt noch was. So, meine Lieben, wir können ja noch jemand einholen. Ne? Hast du wen am Start? Wer mag denn noch schnell rein? Da ist der Luca Kinnertäter. Ja, der ist von meinem Nachbardorf. Der Kleine. Das war der Erste, der wo mir gesagt hat, der wo mich auf der Straße gesehen hat und hat gesagt, hey, bist du der TikToker? Darf ich bitte ein Selfie machen? Voll rein. Der kleine Frecher. Der Martel möchte auch einer. Jetzt holen wir schnell den Martel, weil der hat ein paar Fragen. Und dann schmeißen wir Jawohl. den Martel und den nächsten. Genau. Haben wir Zeit, morgen ist auf Samstag. Martel, jetzt gehen. Ja, servus. Martin, aber der, Ja, Hey. grüß euch, habe der Servus. Habe der denn? Ich sag's euch gleich, das ist das erste Mal für mich, dass ich bei Instagram live bin. Das Ja, ich bin ja aber fast schon nervös jetzt, mit lauter so Premiere. Spaß miteinander zu sein. zahlst der halbe und da passt. Ja, ich hab das ganz wie Tanja das aber gesagt, gell, ich hab jetzt einmal so einen Kuba gemacht da. Jawohl. Prost, gell. Alle Prost, auf geht's. Aber friedliche Wiesen, sag ich aber. Ja, genau. Bei uns dürfen jetzt wenigstens wieder die Außenbereiche in die Gottstätten aufmachen. Ja, das ist eh schon nicht verkehrt, gell. Wo ist noch der Martel her? Von Minga. Ich bin tatsächlich Der von Minga. Mingermartel. Der Minga Martel, genau. Und ja, ich habe Tanja kennengelernt über Gina, das ist eine Freundin von mir. Und ja, jetzt schau ich vorher, bin ich gerade in der Kugel drin gestanden und dann habe ich mir gedacht, schau mal in Instagram rein, habe ich gesehen, dass die live Genau. sind bei euch. Geil, oder? Ja, voll. Die neuen Technologien halt. Das hat so einen Stammtischcharakter, das taugt mir voll. Was? Ja, schau ich, was ich erwarten. Schau ich. Das hat so einen Stammtischcharakter, finde ich. Ja. Ja, schaut das Ja. ja. Können, gell? Das ist ja Was die sagst du? einzige Möglichkeit. Wer denn? Was sagst du dir? Also ich sag, muss jetzt, ich möchte an Christian schnell wiederholen. Also es ist ja die einzige Möglichkeit, dass man sich jetzt irgendwie mal zufällig kennenlernen kann. Ne? So zufällig in einen Chat rein, Hucker Ja. und so weiter. Ja, also Stammtischcharakter, das eben auch, weil man sagt sie jetzt auch trinkend. Ne? Und man lernt dann neu kennen. Wenn du jetzt eine Zoom-Session machst oder so, glaube ich, gibt es mittlerweile auch, dass die halt praktisch ein Ticket für Zoom-Session wegen cool Streaming mit DJ oder was, die da einkaufen kannst. Aber so das Spontane, weißt du, wenn wir jetzt so Barhopping machen, dann so einen Charakter hat das jetzt. Genau, ja. Wie macht man das auch oft jetzt auf TikTok oder eben auf Instagram unter der Woche, damit man sich einfach wieder mal unterhalten kann, ohne Probleme und so, obwohl es jetzt alles gelockert wird. Aber es ist einfach so richtig, viel so, wo schaut sie, wenn ich dann frage, wo schaut sie dein Plätzchen an? Sagt sie, ja, es ist im Fernsehen ist nichts da rausgekommen, da hören wir uns lieber euch ein Plätzchen an. Ja, eben. Und ja, mir taugt das eh total. Weil hier noch 4 Stunden werden wir halt wieder rausgeschmissen. Ja. Extra ist es mal wieder so gegangen. Oh Ja, mein. merci, dass ihr Du mich willst mitgenommen habt, gell? Ihr kennt's mir überhaupt nicht. Das hätte ja sauber schief gekommen. Du wusst, du willst uns auch nicht Da hätte ich dich schon wieder rausgeschmissen, keine Angst. kennen, oder? Da habe ich jetzt gar keine Zweifel, dass ihr mir wieder rausgeschmissen hättet. Nein, Ein Drucker da und raus. wir freuen uns über jeden. Das freut mich auch. Hey, da ist ein Deutsch im Hintergrund. Ja, das ist mein neuer, den habe ich vorgestern geholt. Ich Oh, habe schön. Motorradfahrer aufgehört und habe gesagt, ich hole mir für einen Schlepper hier mit Ja, du brauchst eher ein billiges Fahrzeug, aber der ist nicht teuer. MC Maultasch. Saugeil. Ich glaube nicht, dass der schnell ist wie mein E-Bike. Nein, nein 25, ja. Ah, schlimm ist gar nicht mein E-Bike. Rese, ich hol dich mit meinem Traktor ab. Und dann spui ich Mundharmonika.
Weil romantisch. Fertig singen, weil romantisch. Senior. Bin ich ja. Gibt's Ja, noch? ja. Ich hab die Herrn, oder, vorher schon ein Martin? bisschen zugespammt, weil ich hab einen Elvis im Hintergrund gesehen. Ja. Und da haben wir schon gedacht, ist der von dir irgendeine Inspiration musikalisch? Weil ich stehe ja auch vorher auf 50er Jahre Blimme, also überhaupt Blues und so, taugt mir halt auch extrem. Logo, ich hab alles mitgenommen musikalisch, was geht. Alles. Ey. Elvis, Janis Joplin. Das sind also Weiter. Künstler, die kannst du in 50 Jahren noch anhören. Ja, eben, das denke ich mir halt auch. Und ich komm oft, wenn ich ein Radio einschalte, ich komme mir dann immer vor wie so ein alter Sack, weil ich mir denke, mein Opa hat das gewiss auch schon gedacht. Was jetzt im Radio läuft, das wird nie mehr gehört werden. Aber was zur Zeit im Radio kommt, ich glaube nicht, Das dass erst über- 2-3 überlebt Wochen, dann wird. hast du abgehört und dann ist das weg. Oder? Und die alten, ja genau, aber Kennst du auch so, oder? Michael Jackson, Tina Turner, Bryan Adams, das kannst du immer anhören. Geht allweil. Michael Jackson habe ich leider nie live gesehen. Aber Tina Ich Turner, schon. geil. Ja, Da war ich, es war mein allererstes Konzert 1997, History Tour im Olympiastadion in Minga, Hammer. ich war 6 Jahre alt. Hammer. Und meine Eltern haben gesagt, du spinnst wohl oder wie auch immer, weil die Karten, ich hab die Karten sogar noch, die hat 98 Mark 50 gekostet. Und meine Eltern haben jetzt nicht so viel Geld gehabt, aber dass der Spürschall dann auf ein Konzert, dann bin ich mit der Mama tatsächlich zu Michael Jackson gegangen. Hammer. Aber ich sag's dir, es gibt ja manchmal so Momente, ich weiß nicht, ob du das kennst, von der Kindheit, wo man sich saugut daran erinnern kann. Und ich bin so froh, dass das da dazugehört. Wahnsinn. Also, wenn ich mir jetzt bei YouTube irgendwie Michael Jackson live in Minga anschaue, das ist brutal. Also, da läuft's mir eiskalt am Buckel ab, muss ich wirklich sagen. Ja. Und dann 6. Mal, jetzt was die Leute seit 1,5 Jahren fehlt. Einfach dieses Ja. Feeling, diese Mega-Vibes, also ein vereinter Spaßfaktor, wie sagt man kann es halt nicht beschreiben, weil jemand, der noch nie auf einem Konzert war, konnte es nicht nachvollziehen, dass das einfach einen Unterschied macht, wo man es jetzt im Radio hört oder Ja. einfach wirklich mal bei so einer Show dabei ist. Und jetzt habe ich letzte Woche hat der Maxi Pongratz von Covid geschrien, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Und den finde ich sowieso super, weil ich habe das vorher auch vorher eingeschrieben mit dem Heimatsound-Festival. Und Ja, die sind auch so zugänglich, die Leute. Und Gott, der Maxi ist ja so ein super Typ. Und da habe ich mich eingelinkt bei dem Livestream, wo er sein Konzert gemacht hat. Und allein schon da bin ich genau auf den Platz geguckt, wo ich jetzt gerade bin. Und dann schaust du das an und da geht mir einfach das Herz auf. Das ist, ich glaube, ich flippe schier aus, wenn nächstes Jahr wieder irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist. Ja. Ja. Also, guck dir bloß daheim und frisst Gummibärli und nach Instagram live. Irgendwann, weißt du schon, muss man sich wieder. Du wirst ja irgendwie so träge, weißt wir waren Ja. immer in Bewegung. Wir waren jedes Wochenende irgendwie weg und dem besucht und dahin. Und jetzt wärst du so richtig. Weißt du, das ist Ja, so halt. Lärmsiedert. So Ja, so Lärmsiedert nach irgendwie. 1,5 Jahren. genau. Ja. Lormsieder. Wärst du hat, genau. Genau. Das war auch wieder so ein bayerischer Ausdruck. Aber wie viele Haben Sie Auftritte hast du gehabt im Jahr vor Corona? Was? Wie viele Auftritte hast du gehabt im Jahr vor Corona? Also ich habe lange Pause gemacht, Ja. weil ich eine Trennung verarbeiten musste. Jesus. Mhm. Und mich wieder auf den Tisch stellen musste. Aber ich habe davor also über 100 Auftritte gehabt, nicht im Jahr, aber ich glaube auf 3 Jahre über 100. Und Ja, war gut. eine Vorband von Labras Banda in Berlin, im ausverkauften Astra. Hey, geil. Ich hab Was, das- Martin, was machst du beruflich? Ich bin Elektromeister und ich arbeite im Klinikum in Haar, in der Psychiatrie, im Maßregelvollzug, in der Forensik. Na, cool. Ja, ist recht spannend, muss ich sagen. Taugt mir schon. Krass. Ja. Aber ich hab mich auf TikTok auch gemeldet, aber habe da keinen Plan, wie man da irgendwie was erreichen kann. Christian, das Den ist hab- schwierig, oder? Den habe ich vorher auch nicht gehabt, den Plan. Ich habe TikTok auch da drum gehabt, dann habe ich es wieder mal gelöscht und dann bin ich wieder mal draufgekommen. Du Jugendliche und ich habe dann vielleicht genau zu dem Zeitpunkt
wo eben Corona war, den richtigen Zeitpunkt mit meiner Nische als Bayer erwischt und es passt. Ja. Gehört oft Glück auch dazu, ja. Da geht es mit Facebook. Ich war da abgemeldet und habe das MC Mountain-Projekt, ist relativ neu. Und die vorletzte Release vor 3 Wochen, was ich da hochgeladen habe, die hat über 100.000 Klicks gehabt. Alles regional, alles hier Schwäbisch halt. So wie du mit dem Bayerischen gehst. Auf TikTok oder wo ist das hochgeladen? Nee, Facebook. Also Spotify sowieso offiziell released, aber Facebook hat im Ganzen den Push gegeben mit über 120.000 Klicks in 3 Wochen, wo ich gedacht habe, Facebook ist dann tot. Ja. Ich mag das Facebook tot, dass du Facebook bin ich eigentlich gar nicht mehr so der Fan davon. Ja, das war ja auch nicht mehr, oder? Du kannst da gar keinen so einen Stream wie jetzt auf Instagram oder TikTok machen, weil ich glaube, nur blöde Kommentare daherkommen und so. Wobei, bei Facebook ist ganz cool, weil ich das da, also wir waren ja mit Bayern Power auf Facebook Live mit meiner Podcast-Sendung. Die haben sie super verteilt, weil ganz viele das nachträglich noch angeschaut haben und da einfach mehr Leute Zugang haben, wie jetzt auf Instagram. Also das habe ich ganz cool gefunden. Drum. Das Facebook da. Ja, ich habe Facebook eigentlich bloß noch wegen die Geburtstage und wegen die Konzerttermine. Ja. Ja, genau, du hast den Geburtstag drin und so und dass du für deine eigenen Seiten irgendwas einstellst, dass du Werbung machst und so. Aber so ist mir zu unpersönlich irgendwie. Ja. Also Facebook, das ganze Instagram, TikTok, viel familiärer irgendwie. Ja, auf Instagram habe ich erst seit 2 Jahren oder was, aber ich habe mir auch überlegt, was hat das für einen Sinn, dass ich da irgendwelche Bilder reinstehe und kann mir bloß Bilder anschauen, aber da geht es mir wie dir, Christian, dass ich sage, ja, das ist familiärer, man kann das besser aussuchen, man kann sich die Leute besser zusammenstellen irgendwie, finde ich auch, also da geht es mir wie dir, muss ich sagen. Und gerade zu Corona-Zeiten jetzt finde ich es echt, ich war nie so ein Social-Media-Fan oder so, weil man denkt, es braucht es halt irgendwie nicht. Da war ich ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Aber das, also ich glaube, das Corona hat es mir schon ein bisschen leichter gemacht, muss ich sagen. Freilich. Videos, gell, den Kontakt aufrecht zu unterhalten und sowas. Ja, man lernt immer wieder kennen. Und gerade so Abende, wie ihr hier heute gestartet habt, das ist halt das, was dann so, ja, das sind so Wochenhighlights, muss ich sagen. Interessieren euch solche Abende und sowas. Ja, wie seht ihr das? Weil jetzt ist, glaube ich, der 2., 3., wo wir jetzt haben, Rio. 3., ja. Der erste war komplett spontan. Ja, also, meine Batterie ist gleich leer. 5 Minuten haben wir noch, 10 Minuten. Ja, also, was möchtest du sonst machen, gell? Ja. Ich kann ja nicht jeden Tag ein neues Lied schreiben und posten. Ich kann ja nicht jeden Tag ein Wohnzimmerkonzert-Auftritt filmen, weil irgendwann ist immer die gleichen Lieder. Weil ich, Genau. weißt du, ich kann ja in dem Sinne jetzt keine Show mit meinen Tänzen. Ich kann schon einen Livestream machen, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht die Kapazitäten. Also wenn das nicht von außen organisiert wird, dass ich da hingehe und einfach performe. Und von dem her ist live ganz praktisch, weil da kannst du halt neue Sachen vorstellen, du kannst live unterhalten, du kannst jemanden reinholen. Ja. Hallo, durch die Story-Shop oder Instagram bietet alle, die da folgen, die sind sowieso die meisten. Und also, ich finde es cool. Ja, Ria, du hast ja vorher schon gefragt, einmal mit dem Hip-Hop und so weiter. Was ist so deine Message? Ich muss mir danach schauen, der zeigt sowieso. Ich bin jetzt heute erst einmal auf die gestoßen, muss ich sagen. Und was treibt dich so zum Hip-Hop oder was treibt dir mal an von den Texten? Positiv Power. Positiv Power, das finde ich schon mal nicht schlecht. Ganz genau. Ist der Watschen beim Umfeld. Der Watschen beim Feld. Östrogene für die Hip-Hop-Szene. Ja, geil. Das finde ich gut. Ja, super. Ja, Mundart-Szene finde ich es gut, dass Boris da sich was tut. Und da finde ich, ist die weibliche Front einfach nur ein bisschen schwach besetzt. Ja. Und da ist ja schön, dass es jemanden gibt für die dann da, finde ich gut. Ja, ich möchte schon ein bisschen so die Mädels auch inspirieren, weißt du? Die jungen Mädels, die talentierten Mädels, die Mütter, die alleinerziehend, jeder, der irgendwie weiblich künstlerisch was auf dem Kasten hat,
und sie einfach aufgrund von Umständen, weißt du, Familie zeigt, das aufgibt oder nicht mehr machen traut oder sagt, Einfach von der ich mach Seele das. schreibt und das in Texte packen, oder? Genau, oder halt immer wieder verschiebt auf St. Nimmerleinstag oder mich halt einfach die Ladies motivieren und sagen, Mädels, wenn es im Grab liegt, tut es euch leid, dass ihr es nicht einfach gemacht habt oder angefangen habt. Man lebt Ihr noch schafft einmal. es. Und was mir halt auch wichtig ist, dass man einfach jetzt so ein Frauennetzwerk schafft. Weißt, bei Frauen sind unglaublich supportive, habe ich festgestellt. Die Männer, die Künstler, wenn du was schickst, es ist ganz schwierig, dass die irgendwie was postet, weil man kann ja da einen Fan abgrasen oder so. Aber bei den Frauen habe ich jetzt festgestellt, da habe ich jetzt also Instagram-Frauen-Hip-Hop-Gruppe, die sind überall her. Von Berlin, von Düsseldorf, was weiß ich was. Aha. Da, wenn eine was halt veröffentlicht, dann stellen wir das rein und dann wird das auf alle Kanäle von denen, von uns alle halt verstrahlt und verteilt und gepostet. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das machen, weil uns kriegt ja so keiner mit, weil wir haben ja kein Lobby. Weißt, Hip-Hop sowieso nicht, der Rap, das ist ja ganz wenig Frauen. Und in der Popmusik ist halt auch schwierig. Also ich muss echt nachdenken, damit mir Frauen einfallen. Und das sagt halt schon viel aus. Ja. Also ich bin ja total musikbegeistert, muss ich sagen, aber dass ich also jetzt also bayerische Hip-Hop-Künstlerin und überhaupt deutsche weibliche Hip-Hop-Künstlerin, die mir taugt, da war so Miss Platinum irgendwie mit, das war so, wo ich gesagt, okay, das war cool, aber da ist bei mir eigentlich schon wieder rum ums Eck, muss ich sagen. Ja, da gab es ja Minga, Fiverr, was weiß ich, die ganzen Frauen damals angefangen, da waren auch nicht viel. Ja. Und jetzt gibt es ja eben Loredana und Juju und was weiß ich. Scheinbar auch Wie ist denn dein Künstlername? Wo finde ich dich denn auf Spotify? Mich? Rio Sound. Ja, Ria weiß ich bloß. Aber gib einfach Ja, mal, bist du dort einmal Rio geworden, genau. gib einfach mal den Titel ein, dann findest du mich. Der Titel heißt Watschen, BAMM. Und den, wenn du bei Spotify eingibst, dann findest du mich. Wie heißt der Titel? Latschen. Ich habe reingeschrieben. WATSCHN, Watschen, BAM mit 2 M. Danke, gehört. Ja, Martel, dann kennst du auch dicht und ergreifend, oder? Ja, voll. Kennst du das ohne uns Video? Freilich. Ja, da bin ich auch dabei. Da warst du auch dabei. Oder? Ja. Am Ende gibt's am Ja, Ende. klar. Ja, geil. Ja. Na, habe ich mir schon öfter geschaut. Aber Genau. halt, ja, jetzt werde ich mir nur mit anderen anschauen, auf alle Fälle. Nein, die sind ja auch super gut drauf, die Burschen. Die habe ich auch am Heimatsound-Festival halt auch, waren die halt unterwegs und danach noch der Left Duty und so, wo wir danach noch im Aftershow waren und saugute Geil. Typen einfach. Muss ich wirklich sagen. Ja, der Left Duty produziert einmal Zeug. Musst du mal Ach holen. so, ja, geil. Genau. Jetzt gehört. Jetzt bleib so. Komm her. Ja, super. Also die Typen fand ich echt, also muss ich wirklich sagen, ich Ja, das jetzt sind die denke, dass die Vorreiter. auch schon, dass die schon eher irgendwie umeinander schweben in andere Atmosphären, was die schon für Hallen gefüllt haben jetzt auch. Ich meine, Olympiahalle war ja auch brutal, Geil. war ja auch dabei, Mega. Überall dabei. war ja auch mit drin, war krass. Krass. Also das Feeling, wenn du dann einfach, ich bin auch so ein, da kann man sagen, schon so ein Mundart-Nazi, was das anbelangt, weil da in Minga halt, ich bin in Minga auf den Weg gekommen und bei Papa kommt von Haag in Oberbayern Richtung Wasserburg, da die Ecken. Mhm. Aber ich bin so froh, dass ich Bayerisch rede. Wir wollten es austreiben in der Grundschule und Es wenn dann gibt ja etwa, viele Münchner, die wo Hochdeutsch reden. du kannst die Geschichten verzeihen, noch und nöcher, aber das ist so schön, wenn es dann hörst, okay, da ist Bayerisch und da ist eine Olympiahalle, bayerische Rapper und die werden so gefeiert. Und Ja, da kämen sie ja geil, von überall her, da waren sie ja von Bochum und was der Geier, was gekommen haben und haben das gefeiert und das war so schön für mich, wo ich sagen muss, weil ich so stolz bin auch, dass ich Mundart rede und so weiter, das war ein gutes Gefühl. Dialekt ist geil. Ja, Das drum- darf man mit ablegen. Super. Ja, also drum mache ich das, was halt einfach am authentischsten ist. Weil wie Und vorhin dir, mit dem was du Hochdeutsch- vorher gesagt hast, das Gesatzel, das fand ich super gut, wo du gesagt hast, ja, jeder redet sein Mundart und man lernt vom anderen, jeder soll das reden, weil der Schnabel gewachsen ist und man lernt vom anderen, das ist auch so. Das finde ich super. Aber so ist es. Wir sind ja alle Geschenke füreinander. Ich muss ja jetzt nicht einem mich selber aufdrucken. Ich weiß ja, ich möchte meinen Horizont erweitern. Drum. Ja,
So sehe ich das auch, finde ich gut. Ich finde es, also mir geht das eben auch ab, dass ich Menschen triff und mit Menschen rede. Ich meine, als Künstler lebst du davon, dass du andere Geschichten hörst, dass du mit anderen Leuten nach die Konzerte, das war für mich immer das Geilste, an dem Standel zu stehen oder halt einfach die Leute zu stellen, deine Leute, deine Fans und mit denen halt zu quatschen und sagen, hey, was treibt die da her, was machst du, wie geht's dann und so. Ja. Und dem lebt man ja auch, weißt du, für die Geschichten und das ist halt echt gerade schon bitter. Aber es sind ja Zeiten gekommen, gell. Und kennt ihr den 2023. Kennt ihr den böhmischen Traum? Wen? Der böhmische Traum, das Lied. Ja, Freilich. Ja. Ja, nein. Ja. böhmischer Traum. Kennst bestimmt, wenn du die Melodie hörst. Aber mir gefällt von DJ Ötzi, der hält das gern besser. Mittlerweile. Also, ich habe das von einer Kapelle, oder wir haben das von einer Kapelle neu einspielen gelassen und habe die Rechte bekommen. Und jetzt habe ich mal so die Grundmusik gemacht und jetzt weiß ich nicht, was ich als Text dazu machen soll. Soll ich drauf so ein bisschen so einen Schwurbel-Rap machen oder ein Lied Geselzbrot, Brot und Leberkäse? Weil der böhmische Traum ist eigentlich nur eine Melodie. Wollt ihr mal live An hören? sich. Ja, Und jetzt, ja, der DJ Ötzi hat einen Text dazu gemacht. Ja, ja, da bin ich gerade vor. Ich habe jetzt so Bounce-Version, so Slap-Bass-Version praktisch produziere ich gleich. Ich zeig das mal. Ja, spiel mal. Also. Jeder von uns unser bayerisch Lied, ich sag das. Ich war heute noch. Und jetzt nicht so, Rio. Volksfest braucht man jetzt. Du musst auf Tisch schaffen bei so einem Lied. Und bei dem Land Tirol, die Treue ist zwar Österreicher Lied, aber da geht's ab. Gell? Da geht's ab. Geht's ab. Da pfeift der Straps. Party! Genau. Jetzt der Text. Wer hat Bock auf eine Gemeinschaftsproduktion? Aber Gemeinschaftsproduktion? Ja. Wenn Das ist ein Feature, oder? Ja, genau. Ja, wir es mit Leberkäse machen. Schick's mir über Dropbox oder schick mir einfach den Beat. Ich speise in Logic ein und überlege mir was. Ja gut, ich schicke dir dann, also ich mache den Beat fertig, das Lied fertig. Und dann schicke ich dir das, wo können wir die Adresse austauschen? Über Insta, oder? Ja, ich schreib's mir auf Insta und dann schicke ich dir eine E-Mail-Adresse. Ja, alles klar, cool. Und am besten 2 Versionen, und zwar nur Blanco Instrumental und dann die Version, wo du den Song schon strukturiert hast mit deinen Ideen. Die 2. Das Instrumental ist die Kapelle über 4,5 Minuten. Ja, Also komplett neu eingespielt. Die Rechte haben wir schon bekommen, die Freigabe haben wir. Super. Genau. Ja, Christian, ich glaube, wir waren gerade live dabei bei musikalischem, wie soll ich sagen, Explosion, was da sonst so jetzt in Zukunft passiert. Schau, was Spätfrühschoppen. kombiniert haben die zwei. Headfree-Shop, ja. Ja. Nein, wir nehmen es jetzt zukünftig Rias Rap-Spätfrühshoppen. Genau. Rap-Frühshoppen um 12 Uhr Mitternacht. Das Genau. Stimmt. Gehen wir shoppen, oder? darf man es heute. Genau. Ja, cool. Ja, Jungs, also, wie schaut's aus? Jetzt haben wir schon 1,5 Stunden auf dem Buckel, also mir zumindest. Möchtest du weiter ratschen oder sollen wir Ja, also mir ist alles recht. Das muss jetzt Dame entscheiden, ob schon müde ist. Jetzt machen wir noch 10 bis 15 Minuten und dann. Genau. Weil sonst ich kann auch nicht schlafen, weil ich bloß noch das Zeug anstupfe. Oh, Dominik schreibt gerade. Oh. Schauer. Mein, ja, macht ja nichts. Dominik Schauerei schreibt die gerade. Sorry, ich hab voll verpennt. Warte mal. Dominik, haben wir uns gedacht. Schau einfach noch kurz mit rein oder was dann? Oder? Voll? Ja, genau. Geh noch einmal durch die Camping schneizen, Dominik, und dann schaust du noch 5 Minuten zu. Dann können wir beruhigt einschlafen. Genau. Gehört hat das. Tackerl ans Ding. Der war halt eigentlich vor Anfang an mit dabei gewesen. Ja. Als Co-Kommentator und. Ja, der hat zurzeit stressig auch. Ja.
Ja gut, dass wenigstens einer stressig hat, aber es ist schon krass, weil eigentlich haben alle nur Stress zu Corona. Das heißt, ja, viele können halt nicht arbeiten, aber gerade das stresst ja noch mehr, weil du jetzt schauen musst, was du machst. Weißt Bei du? mir ist eigentlich das Leben ganz normal durch Corona weitergegangen. Ich war einmal 7, 8 Wochen daheim und dann habe ich seitdem wieder gearbeitet. Ich komme da gar nicht zum Nachdenken. Ich habe meinen geregelten Tagesablauf. Ja. Und ich als alter Mann, der schläft um 10 Uhr auf die Nacht schon. Also wegen der Ausgangssperre ist es auch wurscht. Ja. Aber geht es euch auch so, dass die Zeit gerade so verfliegt während Corona? Ist es die Monotonie, wo man sich denkt, dass gerade so verfliegt? Also das letzte Jahr, wenn man denkt, also ich habe glaube ich noch nie so ein Jahr gehabt, was so verflogen ist. Desto älter was du wirst, desto schneller vergeht sowieso ein jetzt Jahr. Das hat mein Papa auch Also, gesagt. Eine Woche ist nichts, das ist rucki zucki immer. Aber letztes Jahr ist schon für mich also narrisch schnell verflogen. Ja, Wie ist euch da gegangen? Ja, ich ja habe teilweise genau. nicht gewusst, was Genau so, aber wenn du dann wieder so zurückspekulierst, du hast nichts unternommen und so, es ist, der Woche hat mir fast Deck am Kopf gefallen, ich war krank geschrieben und kann's gar nicht. Du hast deine Arbeitskollegen nicht um dich rum. Das ist krass. Du musst dir vorstellen, das haben welche schon seit Anfang an, die hocken Ja. und werden narrisch. Ja. Bist du schon narrisch? Ja. Der Tommy kommt dann und sagt, ja, warte schnell. Der Roland Purzel sagt, Dominik, auf geht's, Dominik. Musst du noch am 5. reinbringen dazu? Nein, am 5. nicht, da muss einer raus. Aber ich komme mir auch schleicher leid. Ihr seid eh schon so ein Gemeinschaftsding. Ich freue mich narrisch, dass ich dabei sein dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, Ja, bleibt bitte. und schleichen. Gerne. Hartl, bis zum nächsten Ja. Konzert in 2023. Außergehen. Ja, ich glaube, ich muss die da rausschmeißen. Warte mal. Ja. Du musst einfach immer aufs X drücken, dann bist du auch weg, glaube ich. Ganz oben am rechten Weg da. Ich wünsche euch was. Oh. Merci Nummer. Ja, bitte, gerne. Hey, ciao. So, Ist jetzt Leonie überhaupt noch auf? Leonie, bist du noch da? Schauen wir mal. also der Dominik, der muss sich, glaube ich, noch ein bisschen schneizen und campen. Ja, genau. Also, ist momentan nicht da. Ja. Was ist jetzt los? Was haben wir noch was zum Reden? Also, ich. Müssen wir. Was habe ich? Bei dir haben da schon die Sterne rundum. Ja, ich bin schon im Nachtmodus. Ja, was steht jetzt bei euch die Woche so an? Verzeiht mir, jetzt haben wir ja Freitag, das Wochenende wird nicht viel sein, außer Instagram live. Ja, das Wochenende, wir werden am Montag wird man eine TikTokerin besuchen. Melli, in London, wie wir gesagt haben, da wir da Geburtstag feiern. Und dann war es eigentlich. Vielleicht einmal grün, wenn es wieder so einigermaßen hinhaut. Ja, es Aber so. wieder schieben, das ist das ganze Wochenende durch. Ja. Schieseln. Ja, ist sehr mal gut, wenn man Zeit hat auf der Couch. Ja. Du hast Zeit, dass du T-Shirt magst oder Shop arbeiten und hast keine Zeit mehr gehabt. Das Auto besorgen. Das alte Ja, jetzt aber- Verkaufsauto besorgen. Ich habe jetzt immer ein bisschen geschaut bei dir, aber ob es da schon etwas Neues gibt und so. Aber weiß noch den anderen. So hektisch ist da nicht. Das mache ich jetzt dann morgen oder am Sonntag auf die Nacht. Ich muss jetzt den ganzen Finanzamt Klumpzeug einfügen. Habe ich heute den Brief gekriegt. Das nervt am besten aber sowas, so kleine Beamtensachen und Amtsgänge und so. Das ist, wo mir aber so nervt. Aber Ja, es ist schon krass, aber die Sache ist, Christian, wenn wir das nicht selber anpacken und uns nicht selber fortbilden, in das Zeug was einfuchsen, das macht Ja. nicht. Und wenn wir jetzt irgendwie dann, wissen wir sie, über Merch eben ein Einkommen jetzt generieren oder einfach mehrere Sparten jetzt eröffnen, wo halt was einfließen kann, das müssen wir alles selber machen. Ich meine, es ist ja möglich. Du musst halt einfach die da hinhocken, die Zeit finden und das ausfuchsen. genau. Geht dann Und schnell.
Lieber mache ich selber und ich weiß, es ist alles eigentlich von mir und ich muss keinen bitten und betteln und so. Und Deswegen mache ich alles selber. Ich mache Musik selber, ich produziere selber, ich mache die Auftritte selber, ich mache Merch selber, Autogrammkarte selber, 30 Videos. ja, genau, ja. Komplett durch. Stimmt. Das war die Zeit, die Corona-Zeit, wo ich genutzt habe zu lernen. Seit vor 1,5 Jahren praktisch begonnen. Und überlegt, was tust du jetzt, wo kannst du deine Skills verbessern, wo kannst du noch ein bisschen präziser werden. Du hast ja jetzt vor 2-3 Tagen hast du mal so eine Umfrage rausgebracht, wo was über Merch halten und so. Aber ich glaube, du hast das schon gemacht, auch, oder? T-Shirts. Das habe ich frisch angefangen, ja. Ich habe mehrere Musikprojekte. Ich habe Hardstyle-Projekt und früher als DJ aufgehört. Und das MC Maulach habe ich eigentlich so vor 6 Wochen begonnen. Oder vor 7 Wochen. Da habe ich in mein Heimatort geschrieben, habe das dann auf YouTube hochgeladen, auf Facebook hochgeladen, habe das so Wahnsinnsresonanz bekommen, dass ich das professionell produziert habe und habe das auch über Spotify, Amazon und so released. Und das ging dann halt, wie ich vorhin gesagt habe, mit über 120.000 Klicks durch die Decke, dass die Radiostationen auf mich zukommen sind und Es ist schon Wahnsinn, weil gerade YouTube und Facebook ist so stark hart, dass du momentan was aufbaust. Wenn du nicht täglich dahinter bist. Krass. Du kannst aber durch Zufall an Tagen, wo der Algorithmus irgendwie anders läuft, einfach Glück haben. Du kannst es nicht vorher bestimmen, aber krass ist es bei dir so durch die Decke. Das war nicht mal der Algorithmus, das war die Idee. Das ist authentisch und schwäbisch. Und es ist über die Nacht geboren. Ich habe dann ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Ich habe hier mit dem 3D-Drucker habe ich mir hier MC Mauldash, das ist mein Labor, so als Rapper und Pfannewender als Utensil. Den brauche ich auch. Unbedingt für meine Spiegeleier. Den kannst du haben. Habe ich sogar 3 zu Hause, ganz neue. Authentisch regional und dann ging es und durch die Decke. Wo sitzt denn du genau? In Stuttgart oder wo? Heilbronn, ja, so ein bisschen nördlich von Stuttgart. Ja. Genau, jetzt habe ich meine ganze andere Musikprojekte praktisch nach hinten geschoben und fokussiert. Guten Morgen aus Franken, hallo. Ja, du, schreib mich unbedingt auf Instagram an und dann verlinken wir uns. Ich hab dir gerade schon geschrieben und habe dich verlinkt. Ja, cool. Schick mir mal deine Kontaktdaten, dann hau mir hier der böhmische Traum raus. Und DJ Ötzi. Ich hab den DJ Ötzi, liebe Leute, ist bei immer auf Clubhouse, der Gary, gell? Mit dem bin ich öfters in einem Raum. Mit den scheiß Clubhouse, wenn das nicht bald auf die rauskommt. Android. Jetzt ist es auf Android da. Ist schon da? Ist schon da. Die testen das jetzt noch, also ich weiß jetzt noch nicht, ob es in Deutschland schon so funktioniert, aber ich kann die schon einladen und wenn es dann läuft, bist du automatisch drin. Weil ich habe ja nur die schwarze Version drüber gehabt, wo man es irgendwie so... Jetzt gibt es Clubhouse für Android. Ist doch schneller gegangen, wenn wir gemeint haben. Clubhouse ist so eine Audio-App, die durch die Decke gegangen ist letztes Jahr. Wir haben es in Amerika, Silicon Valley erfunden und hat am Anfang jetzt nur über Apple funktioniert, über Apple-Devices. Und da kannst du mit jedem, dann gibt es Räume über Themen, also über alles, Musikbusiness, Spiritualität, Entrepreneurs, Bitcoin, NFTs, alles. Du kannst ja deine Interessensgebiete eingeben und dann kriegst du die Räume aus. Sprachen kannst du eingeben, ausgespuckt. Und dann war da MC Hammer drin, Kelly Rowland, Gottschalk hat gelabert, Deichkind war drin. Und du kannst ja mit denen alle reden, also du kannst die halt Hand heben und dann kommst du auf diese Bühne praktisch und dann kannst du dich ganz normal mit denen unterhalten und sagen, hey, finde ich geil und so weiter. Und das fand ich jetzt super und da habe ich jetzt auch schon 3 Clubs oder so gegründet, wo ich praktisch Leute in deinen Mundart-Club zum Beispiel, habe ich Mundart-Sound-Club. Ist mit deinen Mädels und die, was du alle hast, läuft auch über Clubhouse dann. Genau, also ich mache halt dann über meine Clubs, speziell über Mundart-Sound-Club, Räume auf. Alle die Clubmitglieder sind bei mir. Die können auch Räume aufmachen und dann machen wir oft Mundart-Sound-Club, wir reden halt dann über Dialekt. Dann legt der DJ von mir auf, er legt nur Mundart-Musik auf. Kannst halt nur hören, ist halt super, weil du musst dich nicht schminken, du hockst ja mit dir Anstöpsel und dann wird halt geredet. So, was machst du für Mucke, wo kommst du her, wo sind die Dialekte her? Dann haben wir einen Franki drin gehabt und dann haben wir einen
einen Sachsen drin gehabt und einen Berliner und da kommen nicht auch zufällig Leute dazu einfach. Du triffst Da fällt dir nicht so das Visuelle, das Sehen, weißt Ist Nein, du nichts hast dein nutzen. Profilbild. Du hast dein Profilbild und jeder hat sein Bild und da kannst du draufklicken, dann steht halt, was derjenige macht und tut und dann ist Instagram verlinkt. Das heißt, du kannst bei jedem unterm Reden auf sein Instagram-Profil schauen und schauen, was macht der, wie schaut der aus und so weiter. Mhm. Und die verlinken. Bist du auf TikTok? Was sagst du? Bist du auf TikTok? Trier, ja. Aber ich muss mich ein bisschen inspirieren lassen, was ich mache. Ich glaube, Okay. das mit dem Jodeln ist eine gute Idee. Freestyle-Jodeln. Du brauchst auch deine eigene Nische, ja. Und Ja. dann Ja, gehst du Thema, auch. wo du durchgehst. Genau. Freestyle-Jodeln. Kennst du den Micha von der Rampe? Nee. Ja, ist ein Spätzl auch vom Ding, der wo jetzt dann dazukommen möchte eigentlich, der Tommy. Achatz kennt man auch, der ist auch noch hier drinnen. Achatz hat er schon wieder geschrieben, einmal der Tommy, weil ich habe gerade gesagt, das dauert noch einen Moment, außer es wieder einkennt. Tommy, wach. Tommy, Der Micha von der Rampe hat TikTok vom Jahr begonnen mit 0 Follower. Und ich habe der singt jetzt Dorfdepot, wie sein aktueller Song ist, glaube ich. Ich habe mit Micha noch. Der mit der blauen Tuba, Rio. Was? Ja, blaue Tuba spielt, eine riesengroße. Ich habe mit Micha vor 2 Jahren Video produziert und ein Lied gemacht. Und da waren wir noch so bei Insta auf 4000 Follower irgendwie. Und dann sagt er so, hey, ich mache jetzt TikTok, das ist das neue Insta irgendwie. Und hat hier seit dort. Ja, der hat aber auf Insta auch schon über 80.000 jetzt, glaube ich. Ach was, über 400.000 oder 350.000. Echt? Nee, warte mal, auf Insta 85.000 oder so. Ja. Ja, genau, über 80 und Wow, Und Dinge, wer wo ist das? Mit der Musik oder was macht er? Ist das geil? ja, mit einem riesen Tuba, auch bayerisch. Jetzt so da zum Beispiel, der Dorfdepp ist das aktuelle Lied von ihm. Aha. Ja. Den suchst du dann gleich, ja, ist auch. Geil. Guck mal, ein Wow. cooler Typ. Der Ja, die kriegt wohnt. man gar nicht mit, gell? So, wenn man so in seiner Blasen ist. irgendwie Ja, kriegt genau. man- Ja. Super. Ja, du musst die Nische finden. Und er hat praktisch nur Musik gemacht. Ach, ich und weiß auch nicht, was mit los ist. hat sich entdeckt und hat dann Comedy gemacht. Und zwar hat er irgendein Video kommentiert, wo sie Champagner getrunken haben. Und dann hat er gesagt, hey, bei uns im Dorf trinkt man Bier. Dann habe ich die wiederum gestitcht und oder ja, wie sagt man auf TikTok gestitcht? Stitch, ja. Hab gesagt, hey, Oder Bier. Duett. ja, Bier ist der Dorfdepp. Dann hat er gesagt, okay, das Thema greife ich auf. Dann hat der Dorfdepp Comedy gemacht. Und so ist der viral gegangen und hat TikTok über. Das ist der Micha von der Rampe. Der Schreibt es mit mal der in Frau die Kommentare, wie der heißt. Wie Michael? Michael? von der Rampe. Micha von der Rampe heißt er mit der blauen. Micha von der Rampe. Von Von der der Gesungen. Rampe. Ihr Profil mit dem blauen großen Tubo. Ja. Auf TikTok, oder? Den suche ich gleich nachher. Nein, Instagram. Instagram. YouTube überall. Also bei denen hat das voll hingehauen. Micha von der Rampe heißt er. Ja. Der Roland Brunzel sagt, Rio, sing halt du dabei. Ja. Gute Frage, meine Weil ist eh egal. Ja, noch haben Kinder wieder Bauchweh, dann kannst du sowieso nicht schlafen, jetzt ist es eh wurscht. Die Sache ist, ich habe jetzt meine Box nicht aufgeladen und die andere Box, da lädt gerade das Handy auf drüber. Jetzt schaue ich gerade, was ich da ausstecken kann. Immer ausreden, die Frauen, gell? Nein, ich tue mich jetzt da Nein, weißt du. technisch umorientieren, meine Lieben. Passt mal auf. Das steckt und das steckt. Ich komme gleich. Schaust du ihren Rücken dabei an? Ja, das ist auch, das ist auch. Ist das auch, oder? Das ist. Ja, Maja, ja, was machst du denn jetzt? Hä? Was machst du denn jetzt? Ich stecke ein bisschen umeinander. Und zwar Okay. muss ich jetzt doch mal mein Soundsystem, ne? So, da stecke. Was will man singen? Ein Watschenbaum kann man singen, oder? Das ist meine aktuelle Single. So, jetzt. Geht jetzt da was? Na komm, jetzt läuft der Spezi.
Dann Lautsprecher, jawohl. Universal Audio. Und dann schauen wir mal bei die Beats, Master Songs. Ja, schauen wir mal her. Hörst du das? Ja. Bum, 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 ja. Hörst du das? Ja? Es war der Verkehr Bum, 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 da war ich mal mit Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, 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 da war ich mal mit Bum. Sitz in the front row, first class an der Bar. Kim zu einem Macker, kippt ein Drink in mein Bra. Aha, ja, ja, wunderbar, war ja klar. Der Outfit ist immer schon, dann ist bla, bla, bla. Hey, oi, jetzt führt ihn nicht so auf, weil du den festen später immer brauchst. Dringen aus, den billigen Killer, dann zog ich dann mal Haus, weil ich bin der Lady Killer. Lass die Flinten drin, das kleine Ding, Ding, dann slapper moi am Barbarian, swing, swing. An dem Finger Sigi, außerdem ein Ring, Ring, das Bling, Bling. Macht die Torherin grad zum King, King, King. Wär mal ohne Respekt, so ein Express. Hopp bei mir noch schneller aus, Hattel, das mit meinem Blackjack. Schlag die heute, sonst kriegst du Fett weg. Bring mir bitte jemand mal den Depp ins Bett jetzt. Glaubst du echt, du kriegst mich rum oder stehst du nur dumm? Bum, barum, barum, bum, 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 bum. Es war der Verkehr Geschenk ist nicht rum. Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Da manchmal wird Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Da manchmal wird Er hat ein kolossales Wurzelwerk, weswegen er niemals verdursten wird. Und dann wassert er die durch mit dem Ast. Mal schauen, ob's du dann noch die Kurven kratzt. Der Watschenbaum steht draußen im Wald. Lasst eigentlich alles sich kalt. Ist das Ganze am harten Holz. Doch wenn er fällt, dann knallt. Dann fällt er mal nicht und dann Money fällt bei der Mai drum. Und wenn's aber mal 13 ist, muss passieren, dass er deine Zähne einschlappt. Er versteckt sie nicht, wenn der Nähe bekommt. Schau nicht wenn hinter einem Reh verschwindet. Seine Blattel bleibt bewegungslos im Abendwind. Erzählt Watschen und kein Jahresring. Bum, barum, barum, bum, bum, bum. Warum man gar nicht Blütenblattel hoch, hoch, hoch. Bum, barum, barum, bum, 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 bum. Bei der Watschenbaum übers ganze Jahr drauf. Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Der Watschenbaum wird Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Da war ich mal So war die. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Da war ich mal Bum, bum, bum. Es war der Verkehr Bum, bum, bum. Da war ich mal Das war's für Watschenbäm in der Früh um 0 Uhr 20. So, der bayerische Flick ist da. Ist er da? Guten Morgen. Holen wir noch schnell einer und dann gehen wir ins Na, Bett. freilich, holen wir noch schnell rein. Dominik, Kim, noch schnell gute Nachtwitz. Alter, Vater. Oh, wow. Nein, da schlaft er schon fast. Eis bestimmt. Oh, Das Ja, ist Dominik, Verdammtheit. wirklich. Ja, war lustig. Oh, ich war Ein komplett. Gott, Anja Bavaria, da war. Du nicht! Oh, die geile Brezen, oder? Ja, los Aber brutal. ich hab nicht geredet. Was läuft total? Was war da? Ja, Was, wirklich? ja. Oh. Die haben gesagt, wenn du nicht da bist, braucht man gleichwertigen Ersatz. Jawohl, Alter. Da hab ich wieder Stress gehabt mit den Bullen. Ja, auf, ist ein Wahnsinn.
Mit dir haben sie es besonders. Das ist echt, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hol dir mal ein Autogramm. Ich brauche unbedingt ein anderes Auto, das hilft alles nichts. Was hast du denn für einen schlanken Schleider? Gib's zu? Ich habe einen tief verlegten Bohrer am VW, das ist ja wirklich, das ist ja eine richtige, der zeigt Bullen magisch an, glaube ich. Und das vor der Haustür, gell? Ja, ich bin 4 gefahren von der Arbeit, ich wohne gefühlt, keine Ahnung, vielleicht so 5 Minuten von der Arbeit weg. Und dann ich fahre 4 und sehe, wie sie aus der Einfahrt rausrasen. Ich fahre einer, schau bloß ganz normal so, und dann schaue ich so um mich, dann schauen sie mich an und dann sehe ich es im Rückspiegel schon, wie es hinten rumfahren. Oh nein. Oh nein, Alter, Oh, kein Bock. Leonie ist jetzt da. Die war Leonie, schon grüß dich, hallo. noch 4 Stunden. Raus ist der Leonie, hör mir auf. Da ist er. Schlimm, dann bin ich 4 groß, hat man denkt so, das kann nicht wahr sein, weißt, ich muss sofort weiter, ich muss noch zu den Spätzl, muss das und das noch machen. Ja, passt. Ich bin ausgestiegen, wollte sofort aufgelassen, haben schon mit Blaulicht wieder gefahren, haben mich ich hab mir gedacht, die nehmen mich jetzt frisst, Alter, was ist denn da los? Ja, wir brauchen da Führerschein, Fahrzeugkontrolle, bla bla, und so, Alter, Mann. Ich hab dann gesagt, habt ihr bis jetzt noch den ganzen Tag, gell? Aber ich bitte, sag ich, hab's nicht schon verstanden. Hm. War es aber nicht wieder, der war aber der Herr Steininger. Nein, das war diesmal anderer, der war ein wenig. Hey, du einmal etwas anderes. Weil wir fahren mal am Montag zu der Melanie, die hat Geburtstag. Ja. Melanie, die Blonde. Ja. Ja. Die Leonie holen wir auch. Sie hat auch gesagt, könnt ihr den Tomi, wenn er Zeit hat, könnt ihr ihn auch mitnehmen. Du weißt nicht, was du alles davor hast. Ich hab mir den Tag, ich hätte mir sogar einen Sonntag schon freigenommen. Das ist mir tatsächlich ein bisschen Kurzfristig. Kurzfristig, ja. Weil Alle ich Michi, grüß dich. Ich bin am Sonntag kann ich nicht, Sonntag auf Nacht bin ich so live und da bin ich unterwegs, das haut nicht hin. Montag habe ich eine Wohnungsbesichtigung, weil ich circa Wecker verpasse. Ich gehe noch Richtung entweder. Kriegst du Polizei, dass deine Wohnung nicht mehr kennt. Ja, ich gehe einfach Wecker, weil ich mag nicht mehr im Schanzenfall. Entweder Eging oder Büchelberg. Büchelberg war besser. Ja, Büchelberg war näher bei dir, gell? Ja. Und du jetzt nicht so weit in Torwart. Das Gibt stimmt. die TikTok-Elite dann wieder zusammen, gell? Genau. So Genau. Das ist jetzt das niederbayerische TikTok-Dorf, praktisch das Nashville von Niederbayern. Genau. Genau, ja. Dominik ist Und- auch ein TikToker. Ich, ja. Ja, okay. Muss ich mal gucken. Der ist der mit den meisten bei uns. Der geht ab wie Schmitz Katze. Ich Zum bin, ist er aber müde. ich bin ganz normal. Ja, freilich, die Frage Wahrheit. So Die wie Wahrheit, Dominik, glaube ich, ist komplett normaler Typ. Und Das er spielt Authentische sich ab ist, und zu was die aber auf sein Leute eigenes weißt. Spiel drauf. Ja. Aber jetzt meldet er nicht mehr. Warte mal, der hat, glaube ich, bestimmt irgendwas wieder. Der hat jetzt selbst mitgehört. Na, muss man das einmal leise anhören. Warte mal. Leise, was ist leise? Willi, passt. Alles. Passt. Ich bin zweimal live, aber ich schaue zu. Warte mal. Ich schaue. Was redest denn du da über mich im Live? Ich bin zweimal live, aber ich schaue zu. Was man mir über die in live jetzt da reden, Nelly, ich hätte den Dominik gefragt, weil du hast doch gesagt, er kann mitkommen, aber er hat leider keine Zeit, sagt er. Er hat sich jetzt mit der Schwarzhaarigen was ausgemacht, jetzt braucht er keine Stunde. Und ja, können wir halt Leonie und ich allein. Ja, das ist echt wirklich ein bisschen zu kurzfristig. Das ist voll kacke. Ich plane da immer so weit vor, weißt, ich muss das. Male Michi gerne. Hast du einen Pulli gekriegt, Male Michi? Ja, schon. Oh, gibt schon Bierfetzel von dir, ich glaube, ich bin. Bierfetzel, ja, extra. Leonie hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt noch Richtung Deckendorf fahre, ist Zenting am Weg oder wie? Oh, leck, das ist eine komplett andere Richtung. Nein, Schmarrn, wenn du über Eging, doch, das geht, du musst bei Eging eine Autobahn runter und da kannst du dann auf Zenting um. Ja, gut, das war ein gefühlt so 15 Kilometer Umweg. Ja, das ist ja wurscht. Das gang Ganz so muss ich sie fahren, haben wir gesagt. Achso, ja, dann passt ja. Warte mal. Sonst hätte ich den Bierviertel nicht sehr gut mal. Weil jeder meint, dass er mitkommen soll wegen der Leonie.
Und Leonie sagt, nimmst du mir mit, Schauer. Die wollte auch kommen, die muss auch noch verschwinden. Anderl habe ich der Short, die Mit der größte. Fuchs, die habe ich echt ausgemacht, dass das passt. Und der Tommy kann leider nicht. Und da ich nehme die Leonie mit. Die Ja, mag es tut mir das. leid, wirklich, das hat Die sich ein kommt bisschen nämlich- überschnitten. Die kommt nämlich gleich, jetzt dann noch hier Dominik, Melanie. Die kriegt die meisten Herzl. Und die meisten Herzl. Ja, ich bin wirklich schon fein mit den Herzl dabei, gell? Was war jetzt in deinem letzten Der Live los? Tommy. Jetzt schreiben sie Grüß einer in der euch. Früh um 1. Ich glaube, ich spinne. Chat, grüß Ja. euch. Was glaube ich da ist? Ja, weil der Tommy wieder da ist. Keiner, die liegen jetzt wahrscheinlich alle im Bett und deren irgendwie Kreuzworträtsel lesen. Weißt du, und man blinkt Der auf Stanja Instagram und schaut alle rein. das Trio war da, haben wir mal vielleicht 20 Zuschauer gehabt, jetzt bist du da schon her, jetzt dann reicht die Anzeige schon gleich nicht Du, mehr. mit der Anja waren es fast 50, gell? Ja, Ja, die Anja ist ja ein Schneckerl. Ja, da muss der Christian Ja. noch ein bisschen nachlegen. darum hätten wir gemeint, du. Ich habe Du jetzt einen Ohrwurm. Ja. Ich habe einen Ohrwurm. Dein Lied geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Super. Der Hit. Weiß bloß noch keiner. Jungs, ihr müsst jetzt ganz viele Posts machen, wo es immer einen Watschenbaum hinterlegt, dass sehr viele Leute mitkriegen. Genau. Ich werde das Video sowieso auf YouTube auch stellen. Weil das, Ganz ja kreativ sein. Also wird's ja. weil das Mal haben wir, wenn wir jetzt Oh, gerne nicht dabei haben, mag ich nicht. Genau, Dominik, Ja, ich bin auch du mit kannst mir Video. noch ein Video schicken. Beschreibung vom Watschenbaum. Das war fett. Für meinen Kanal. Kann ich machen, Hä? freilich. Geil. Der Christian hat nämlich schon was gemacht. Bei Beschreibung vom Watschenbaum für Deppen finde ich super. So, Ja, das habe ich auch für gesehen. Dummies. Und das war passend für die, weil der das ja gar nicht Da waren so viele coole dabei. Dinger, Fichtenkartell und so haben sie gemacht, oder? Dann Ja. Los Brutales Ja, auch. Ja, Ehrenhaft. Ja, natürlich, da lassen wir Ja. was einfallen, dann mache ich was. Cool. aber nicht, dass du auf den gleichen Google-Artikel kommst wie und haben wir dann das Gleiche. Nein, ich lasse mir schon irgendeinen Schmarrn einfallen. Schauen wir schon. Genau. Schauen wir schon für alle. Geil. Ja, weil es Also ist ich glaub, schwierig das zu wird echt- das Watschenbaum, gell? Ist Wir schwierig. Ja. sind echt drin an das Thema Bayern-Schwabe-Connection, oder? Das sollten wir ein Lied machen, auf jeden Fall. Ja, Auf alle unbedingt. Und Fälle, die du Schwaben. musst auch noch sagen, erklär du auch mal, das ist doch geil auf Schwäbisch und Watschenbaum, das ist zum Abbrechen. Weil der Watschenbaum ist, weißt du, wenn du den Maultaschen in die Fresse kriegst. Maultaschli! Wenn die Maultaschli gefühlt wärst, du wolltest du willst. Meinen Maultaschen sei, sie Maultasch, pumpt mir der Ranze bei sie einfach mal nein, aber herzhaft. Ja, du schick mir was. Also ich feature die Dialekte absolut. Ich stehe auf Dialekt. Und Ja. er, dass ich den so da bringe, wie dem der Schnabel gewachsen Tommy ist noch geil. Aber Ich bin nicht knocker, ich hab noch oben ohne. vor 2 Wochen bin ich unten ohne da gesessen und da kann er fährt. Ja, Das hab ich mal gesehen, ja. Echt, der Hund zwickt die wohin, wo es nicht so angeht. ja, genau. Der war Also dabei. ohne Würstel mag er gar nicht. Aber gar nicht. Der Ja, alte ganz gut. Wadenbeißer. Du Hasen haben halt auch schon gesehen, weil wir haben halt eingeschaltet, Dominik. Und haben gemeint, Anja, kommt jetzt, Anja haben wir reingeholt. Und dann hocken die 2 Jungs von Los Brutalos da. Und wir so, hä? Was macht jetzt hier da? Mal blöd geschaut. Aber ich habe mir schon irgendwas gedacht, weil der Kid-Rap ist so oberhalb, die haben ja immer beieinander, siehst du, in einem Video, die 2. Und das hat mich schon gefreut, dass die 2 dann einmal so live. Wie hatten die also Kruzifix? Ich hab das ja, das war wieder scheiße, weil ich Ja, du klopfe, hast aber ich wieder versammelt, Dominik. Ihr habt wieder, das ist so typisch, das ist Wahnsinn. Ja, male mich. Das ärgert mich schon ein bisschen, aber meist heftiges. Das musst du nachträglich halt dann anschauen, schnell. Die Ja, Genau. das schauen wir dann noch. Die uns dann nicht gleich wieder auf IGT-TV. Ja, Ja, ja. Ich bin jetzt da. Niki, du bist da, grüß dich. Ja, jetzt kommt Melli auch noch, jetzt musst du sowieso. Geht Müssen wir die Melli noch dazu nehmen. Müsstest Sind du wir da nicht. Ja, gut, wenn wir fertig sind, wenn es ist, dann geht ans Bett. Ein Fleischkäse und gebratene Weißwürstel. Jetzt Ja, erst genau. Fleischkäse. Ja, mit dem Schmarrn Heißt schmeißt das aus, dann- sie blockiert's nicht. Heißt das bei euch Fleischkäse oder Leberkäse? Ja, lieber Leberkäse. Krass. Aua, echt?
Ich habe hier ein Lied geschrieben, also der Text ist schon fertig. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Fleischkäse. Nein, Leberkäse. Gesücht. Ich seh's nicht. Selbstbrot und Leberkäse. Das ist sofort. Hey, du, ich habe eine Verwandtschaft auch in Reutlingen, in der Mittelstadt draußen, und da sind wir auch rausgekommen, da hat es im Mittag Weißwürst gegeben. Und die machen die in der Brühe. Ist das bei euch auch so? Ja, aber wir dienen sie zuzeln. Also, Entschuldigung, war schon kurz weg. Gut, ja. Kannst du das? Das wisst Hast ihr du nicht. da wir machen sie nicht in der Brühe. Wir machen sie im Wasser warm. Und dann gibt es ein Weißbier dazu, und dann wird sie zuzelt. Aha. Ganz normal. Aber das mache ich Ich so. habe auch in der Suppen drin. Pfannkuchensuppen. Oh, Pfannkuchen. Flädle-Suppe heißt das bei uns. Ja. Edle, genau. Wie? Flädle. Flädle-Suppen. Flädle, stimmt, Flädle-Suppen. Fritatensuppen, sagen die Österreicher. Fritatensuppen, ja. Okay. Also Ich bei weiß uns eigentlich- im Schwabeländle tust du Maultaschen essen, und wenn du Weißwürst hast, dann schneiden die Leute die Haut immer weg und schälen sie praktisch. Und das Zuzeln, Ja. das kennt man nicht, weil meine Oma halt aus Bad Reichenhall da unten kommt. Da hat man das halt so gemacht. Wo so ein Peterssüd. Ja, Und das ist so sein. vom bayerischen Essen her, habt ihr mal Kuhäuber gegessen? Ja. Bitte, Das ist ja so eine bayerische Delikatesse. Das war ja früher so von den Bauern irgendwie. Ja, so arme Leute essen, weil sie von der Kuh alles verwerten wollen. Dann haben sie auch die Kuhäuter praktisch wie ein Schnitzel paniert. Was du Kutteln? Kutteln oder was? Kuhäuter. Ne? Also ist es drin, auch nicht. Ja, mein, wo ist denn los? Ich bin nie Bayer und seid ihr die Bayern. Das ist, was, da scheiden sich so die Geister. Es gibt Leute, die dann am Brezentag um Weißwurst und tun sie in den Ofen rein. Obwohl es wieder Depreziner gut ist. Schau, das ist was anderes, aber Weißwurst, die braucht man nicht. Keine Ahnung, das ist einfach, das ist ein ungeschriebener Kodex, das macht man nicht. Weil ich bin schon immer und ich glaube, dass in Ausschlägen 350 Oettinger drin ist. Das habe ich noch nicht gesucht, den Scheiß. Nicht? Kennst du das vom Bolt? Dann bringt er das fertig und grillt eine Weißwurst. Oh. Der Polti hat das auch schon angesprochen in seinen Sketchen. Es ist aber nicht. Ja, Dominik ist also der Meinung, ich mag aber alles ein wenig probieren, aber wie ich ja sage, ich selbst vegan und so. Wackelchips ist auch vegan. Also saure Lunge. Ja, damit- Also Lunge ist auch typisch bayerisch, oder? Ich mach das nicht. Also ohne Scheiß, Dönerwürst glaube ich nichts dagegen oder gegen Depreziner, also müsste eine geben. Aber das ist Depreziner hat sogar ein Wasser immer in den Teigmantel gegeben, im Lorena Schuh ist auch da bei dir schon, ja? Was wär's da, Lorena Schuh? Ja. Frau Schuh, wo ist die? Ja, aus dem tiefsten Wald, aus der New Welt drin. Ja, kennst du die oder was? Ja, nur so von Namen her. Ja. Ich habe eine Freundin von ihr kenne. Ah, so, ja, die ist voll sympathisch. Lorena kenne ich schon lang. Lingerl ist geiler, genau. Lingerl ist Leben, Achim. Lingerl ist Leben. Das hat meine Oma am besten Kind. Und jetzt dann kann man von Heindl Metzger. Kannst du das kaufen. Genau. Ja, das das schmeckt ist genau gut. wie bei der Oma. Wo ist denn der Metzger? In Kinzing. Nein, wie schon halt unter Griesbach. Unter Grüßbach, ja. Mhm. Apfelgeige. Oh, Lingerl ist super, ich lieb's einfach. Oh, da kannst du meine Link. Also, Genau, von der Sutnerlina ist das eine Freundin, glaube ich. Oh, saubere Knädel dazu und dann den Lingerl. Letztes Mal 4 oder 5 Deckel gefressen, da habe ich meine Alter. Ja, Apfel. Boah, das sag ich mit drin. Da mag ich entweder ein Semi eingebrockt oder ein Semi mit Mund dazu. Ja, und dann Semiknädel. Und einen Haufen Essig. Ja. Ist jetzt schon tot, Ding, Meli? Der Achatz, der ist nicht kennst du. Der Achatz lässt sich überhaupt nicht. Der Daniel auch nicht überhaupt der alte Wartenberger Klippe, oder? Achim kann die mir einlegen, der mag auch Lingerl. Ja, der Achim liebt Lingerl. Ja, wo wart's denn ist da jetzt dann da am Ding bei ihm bei den letzten Live auf einmal warst du im Holz verschwunden, genau wie bei Blair Witch Project. So ein Und dann Scheiß, was? ich sag das. Und dann war mein Handy leer.
Wir gehen durch den Wald durch, bla bla bla, geschmeckt. Den Hexenwald hast du einfach vom LTE. Dann reise ich da durch und auf einmal zum Arzt sagt so, gefühlt nur 5% Akku und dann habe ich aufhören müssen, weil mein Akku gleich ausgegangen war. Ich habe reingeschaut, dann wollte Melli noch reinschauen, oder warst du aber schon immer da? Ich bin froh, schau, ich sag das, ich kriege jetzt am Dienstag kriege ich mein neues Handy. Dann habe ich auch hinten lauter Herdplatten dran, dann bin ich froh. Geil. Endlich. Geil. Also hast praktisch die beim Schwammerl suchen, warst live und dann ist abgehackt. Genau. Geil. Coole Idee. Beste Leben. Geil. Das war's komplett. Ja, aber ist super. Ja, wie ist jetzt? Haut jetzt ja auch ab irgendwie jetzt in den Mini-Urlaub, ne? Ist das jetzt wieder ein bisschen was erlaubt? Bleibt ihr im Wald oder fahrt ihr im Berg? Ich fahre nirgendwo, ich bleib daheim. Ich werde auch, muss selbst ergeben, vielleicht einmal so einen Wochenendausflug irgendwo ins Gebirge ein bisschen. Sowas, ja. Aber so eigentlich nichts planen. Es geht wieder weiter mit der Arbeit. Brutal. Wenn Thermi aufmacht, ich bin der Erste, wo ein Thermi Erding ist, dass wir am Wochenende mal so Pause können. Einfach mal ein Wochenende so, kein TikTok-Video auffüllen, gar nichts. Einfach mal ein Wochenende das Handy wegschmeißen und mal Ruhe. Herr Erding, du bist genau bei mir am Eck. Ja, schau her, dann kannst du bei dir vorbeischauen, dann kannst du noch mal etwas auffahren. Da muss ich Vielleicht am Montag, wenn du gefahren bist, da ich sage, jetzt fahre ich die Stunden noch schnell weiter, da ich schnell mal vorbeischaue. Ja, Am genau. Montag. Montag. Weil ich muss sowieso lang an der Isar. Dann sagst du mir vorher, bevor du in Igen bist, weil ich bin am Montag noch bei meinem Spätzl noch, dann sagst du mir vorher, dann kommst du da vorbei, weil wenn du nicht Leonie heimfährst, dann kommst du dann da schnell vorbei. Dann bist du genau auf Weg. Da rührst du dann und kannst dann genau da rumkommen. Nein, die Klar müssen wir schon mitnehmen. Die ist Wahnsinn, die kennt jetzt auch schon jeder, die Leonie. Ja. Die ist immer. Die ist immer da. Die Beste. Immer. Güte, wie sagt man, der Star-Fan schon fast, weil es ist immer dabei und jeder Ja, ist also wenn hey Leonie. Schau her, anders kommt man ja praktisch nicht zusammen. Jetzt, wie gesagt, Dominik, ich finde es super Idee, dass du einfach damals wieder geht, so ein Live-Event planst, weißt, wo man dir nah sein kann oder halt auch generell wieder Künstler und die Leute konsumieren, die man halt nur vom Bildschirm kennt, weißt du? Das müssen wir aber jetzt sowieso machen, mit der Manu auch und so. Die wohnt weiter und so. Fuchsi ist am Ding auch dabei am Montag. Fuchsi vom Wald. Wirklich? Ah, nein, das ist ein Wahnsinn. Nein, wir müssen uns echt einmal so ein Ding ausmachen, wenn das jetzt alles leichter wird. Ich glaube, zum Beispiel im Juli oder August. Wenn dann vielleicht Juni, Juli, August sowas wird es dann leichter. Im Pass ist es schon brutal leichter. Da darfst du dann viel, viel mehr treffen. Da kannst du dann umeinander reisen, mal schauen. Da müssen wir uns auf der Stelle drauf wohnen. Ja, du kannst ja nie wissen, wie viele Leute das da dann wirklich kommen. Es kann man sein, dass vielleicht gefühlt bloß 3 oder 4 Leute kommen, aber es kann auch sein, dass gefühlt 20 oder 30 Leute kommen. Ja. Du weißt es halt eben nicht, wer da ist, die Kind, was da passiert, wie du das einfach anstellst und dann hast du einen Scheiß da und nicht, dass irgendwas passiert oder sowas. Sophia, Christi. Das kann man eben so schlecht einschätzen. Sophia, die ist auch von meinem Nachbardorf. Die haben jetzt einmal 10 Kilometer, 12 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, dass sie so scheiß Autogramme von mir wollen. Sag ich, hätte ich einen Geo mitgebracht. Kalt gewesen, Winter sage ich, mit dem Fahrrad, so krass. Der Hund ist charmiert. Ja. Wenn was denn jetzt, den wollen oder nicht? Wie war's denn der? Hallo Melli, grüß dich. Melli, grüß dich. Hallo Melli. Schau, wie heißt denn der Hund? Santa. Der heißt, schau einmal. Schau. Da gibt ja den Spruch wie der Jesus Geschirr, gell? Schau nach oben. Ja, genau. Genauso rum. Ja, so lieb. Hey, so ein Feini. Ja, schau mal, wer da ist. Ja, Kinderrede, grüß dich. Ich müssen wir die Melli noch schnell mit reinholen einmal. Ja, da müssen wir einen Maultäschli fragen, ob Ja, zu den Zuschauern ob wir die Melanie schnell für die reinholen können. Ja, ich mache mich vom Acker. Vielen Dank. Mein Lieber, du hast schon geschrieben auf Instagram. Wir connecten Ich habe geschrieben, genau, wir bleiben in Kontakt. Dann machen wir so ein bisschen böhmischer Traum auf Schwäbisch und Bayerisch. Macht's gut. Lasst euch Genau. gut. Hey, ich wünsche dir was. Habe die fucking Ehre. Geh, pass auf die auf. Alter. Ciao. Habe die fucking Ui. Ja, die kannst du uns eigentlich kannst mit dann live zusammenscheißen.
Das pass auf, Melli. Wer lade ich die jetzt ein? Jetzt schauen wir da bei Plus. Der ist schon Und voll dann gedämmt. die Melli, gell? Ja. Oder aber wieder Herming. Genau, die Melli. Der ist voll lieb. Weil ich Sprachnachrichten vorgestellt habe. Ja. Hallo. Ui, Ich Melli. will gerade ins Bett gehen. Sitzt du noch mal von TikTok live da, oder gell? Nein, ich war gerade an die Rauchen. Wir haben ja schon raus vom Live. So, jetzt scheiß mich zusammen, weil da deine Nachrichten, Spielst du meine Sprachnachrichten da live ab? weißt du, dass du auf TikTok auch mal anspielst. Ich? Nein. Weil da haben wir auch wieder eine kennengelernt mit der Melli. Genau, ja, Bayerin ist es halt. Geil. Ich bin eine ganz brave. Ja, bist du auch Ja. ein TikTok-Star, Melli? Jetzt sind die ganzen TikToker, lernen jetzt Ja. kennen. Ja, Wahnsinn. Die hat über 52.000. Da Ja, bin ich ein Kleiner. Wahnsinn. Wie lange machst du das schon, Melli? So richtig seit September letztes Jahr. Krass. Und dann geht es so schnell. Einfach regelmäßig irgendeine coole Idee haben und dann machen. Wenn man Ja, gut ausschaut, wir wenn man gut schneiden ausschaut uns und ein. ist. Der Tommy und ich müssen uns hart erarbeiten, weil wir schauen nicht so gut aus. Das ist richtig. Ich hab keine Bauklitze. Okay. Was Na, sagst schau, jetzt hätte ich sogar Melanie eingeladen und du, eben wegen der Leonie. Die ist Ja. in die verliebt und in die Melanie verliebt. Und ich hätte halt den Fahrer gemacht. Den Chauffeur. Krass, dass all die Fans nur bis um 1:15 Uhr wach sind, die 14-Jährigen. Das ist unglaublich. Ja. Der Tom ist schon Hey, Bombe. wer sie heute verschlafen hat? Melanie, Ja, ja. ist um halb was. Krass. Leonie war dabei bei mir. Noch kurz. Hat das nicht erzählt? Der ist nicht da, der schläft. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin einfach verpeilt. Echt? Ich brauche irgendjemanden, der mir irgendwie so sagt, oh, mit diesem, das muss machen. Du musst da so einen riesen Flipchart an die Wand hängen und dann in der Früh mit deinem Drama Ja. hinschreiben, heute muss ich. Schön, ja. Ja, genau. Das ist mein Hackel. Heute wollten wir den mit der Anja verkuppeln und du hast verschlafen. Alter, Vordermann, da war was gegangen. Hey, das, Ja, also das hätte schon taugt. Ja. Die ist gut drauf, die Braut. da hätte ich schon gesagt, so Anja, wie schaut's aus? Heute noch. Nein, das darfst du eben nicht, weil wir haben heute auch gerade diskutiert, dass wir Frauen da oft irgendwie von der Männerwelt, also von der jungen Männerwelt nicht, wir haben das jetzt schon ein bisschen in der Altersgruppe eingeteilt, vor allem sie ist eine brutal hübsche Frau auch, halt immer als so irgendwie ein bisschen dumm behandelt wird, weißt du, so, er muss ihr die Welt erklären und andere... Aber so, nein, das will er. so ein Spruch, außer mit die Depp und sowas ist zum Haben hat's gemacht. Ah ja. Also die hat praktisch, Melli, die Anja habe ich heute interviewt und zwar hat sie einen super Beitrag-Post gemacht auf Instagram, wo sie halt einfach gesagt hat, ja, ich war schon, ich bin blöd und blond und nicht blond, aber trotzdem blöd und ich freue mich über jeden, der mir die Welt erklärt, weil ich bin einfach, ich schaue gut aus, aber ich bin dumm und so weiter und hat das halt praktisch als Ironie aufgeschrieben, Ja. aber natürlich mit der extremen Message dahinter, dass sie praktisch oft halt so Nachrichten kriegt, so, hey, ich erkläre dir die Welt so, das Mädel. Und Ja, dann sagt sie, nur weil ich halt mich herrichte und gut ausschaue und so in die Welt trete, ja, solange nicht, dass ich ein blöds Trutscher bin. Ja. Weißt du? Aber Sehr es klar. geht ja uns alle. Hey Melanie, du bist auch blond. Melli bestimmt auch, oder? Blauäugig, blond, blöd. Aber warum ist das so? Also warum degradieren Menschen nach dem Äußerlichen, vor allem wenn er gut ausschaut, dann irgendwie stufe ich den intelligenztechnisch runter. Und das ist Ja. halt, das kapiere ich nicht, warum er das macht. Das liegt wahrscheinlich an der Medienwelt. Das hat auch nicht Ahnung, dass das so kommuniziert wird. Weißt du, Das liegt an der Medienwelt schön und aussehen, es liegt an RTL, weil die einfach die Schönheit einfach nur das Es ist aber im Berufsleben genauer so. Jetzt, wenn du eine studierte Fachkraft hast, weiblich, und es steht nur ein Mann, der wo von der Sache keine Ahnung hat, und es sind Gäste da. Ich rede mit dem Mann, aber nicht mit der, die was sie auskennt. Jetzt können wir zu mitreden. Oh Gott, jetzt wird schlimm. Jetzt, das ist, wie Frau nur wie hast du mitreden, gesagt, das geht ja gar nicht. das ist Shaming von irgendwas. Ach, geh, scheiß dabei.
Ja, keine Ahnung, ich weiß, das ist halt einfach schwierig. Ich rede aber ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, da rede ich lieber mit einer Frau als mit einem Mann ab und zu. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube, Frauen reden dann lieber wieder mit Männern. Das ist einfach, das ist unterschiedlich. Das kann man ja ab und zu nicht erklären. Also ich muss ehrlich sagen, ich rede schon lieber mit Frauen. Wirklich? Ja, also halt, wenn ich jetzt wo reinkomme und da ist eine Gruppe von Frauen, die sind da halt, dann stelle ich mir jetzt nicht einfach zu den Männern dazu, sondern natürlich zu den Frauen und her halt was reden und was Ding. Weil sonst zum Frauen schon wieder schaut, dass sie ja. Ja, das ist wieder das andere. Das ist richtig. Das ist dann das nächste wieder. Schau, dass sie ja. Die Punkt. Ja. Das hätte ich nicht sagen sollen, Entschuldigung. Aber ich darf einfach mal sagen, man muss einfach jeden lassen, weil du gehst ja intuitiv da hin, wo du merkst, zu dem kannst du einen Draht haben. Ja. Weißt du, also das darf ich gar nicht mehr irgendwie Geschlechter unterteilen, sondern du, keine Ahnung, die eine traut mir den Rücken zu, dann weiß ich, die mag mit mir jetzt vielleicht nicht reden und mit der Gruppe reden, dann gehe ich halt zu dem, der mich halt gerade anschaut und mit dem kannst du jetzt reden. So gehe ich vor. Jetzt ohne, dass ich sage, dieser Mann oder diese Frau, sondern halt gefühlt, wer kann jetzt mit mir Kontakt aufnehmen wollen. So. Ja. Aber das war interessant, Dominik. Also Anja war schon sehr informativ, war lustig. Und dann haben wir halt noch unsere Brutalos dabei, dann haben sie einen Hosen noch reingezogen, gell? Weil du mit der Mund, der gut bist und dann haben sie einen Hosen reingezogen. Nein, mir hat mich schon gefreut, dass die dabei waren. Ja. Das war wieder eine Überraschung jetzt irgendwie, weil auf einmal, jetzt in der Tanja-Reihe, auf einmal sitzen die zwei von uns, gell? Da hat heute der Ding nicht der Kid trifft, der andere hat heute Geburtstag um 12 Uhr, darum hat er um 12 Uhr raus müssen. Alter, oh. Der Alte auch, genau. Ja, die machen schon gute Scheiben, die haben der Wahnsinn. Ja, geil. Ja, auch für die jungen Bauwagen und so, weißt du, das Bauwagen und das, die haben schon richtig gute Scheiben. Ja, ich finde es super. Ich finde es auch super, dass wir durch die Show da, Christian, was ich da live kennengelernt haben, weißt du? Hast du keinen Wein mehr? Doch. Es ist immer wichtig, dass man ab und zu andere Leute kennenlernt. Plus 2 Gläser andere kennen und da und das sind gegenseitig austauscht. Auch mit anderen Leuten im Chat einschreiben, das ist immer wichtig. Ja, Dominik. Das ist ganz wichtig so. Mit. Und wie gesagt, das geht uns ja gerade ab eben, dass man nicht irgendwie leider mal auf ein Bier irgendwo kennenlernen, beim Auftritt irgendwo kennenlernen, mit den Leuten ratscht, mit den Fans ratscht. Ist halt einfach gerade leider, also für uns Leute halt einfach, wie sagt man, Seelenfutter geht ab. Unsere Seelennahrung geht einfach ab. So. Am Montag wird es besser, am Montag treffen wir ein paar. Es wird lustig. Leider, die machen so nein, muss nicht. Einen Kaffee mag ich schon. Aber ich kann nicht einmal saufen. Ich muss wieder heimfahren. Ja, ich auch nicht, ich muss auch arbeiten am nächsten Tag. Ja, weil du hast ja am Sonntag den rein. Ja, Sonntag sauf ich auf Montag ein. Ja, siehst du, im Live. Im Live, gell? Boah, ich glaube am Sonntag, den Montag eine Bar werde ich dazu sagen, ja, bist du deppert. Ja. Wenn nicht, dass du wieder durch den Wald durchläufst. Boah, die werden so, haben wir zuerst schon gehabt, das Thema. Geil, ja. Beim Beizer so live, das ist eine geile Idee. Hallo, ich bin da vorne. Entschuldigung. Nein, ich werde da wieder meine Playlist weitermachen, dann werden wir wieder Bayern auch Bayern machen und einfach alles ein wenig. Ja. Das altbekannte Genre einfach. Hier wird man da nicht zuschauen können, weil haben wir bei der Melli dann auf der Geburtstagsfeier live. Ja, passt ist eh gut. Leonie, wo gehst du hin? Wen schaust du am Sonntag an? Gehst du zu deinem Tommy oder lieber zu deinem Melli? Die werden jetzt Dinge, die sehe ich am Montag dann sowieso persönlich. Ah ja. Ich sag, am Montag muss ich meine Mom auch nach. Bin dabei, Tommy. Die weiß davon nichts. Leonie schreibt, ich bin dabei. Egal wo. Sie ist überall dabei. Nein, dann müssen wir das aber bitte dann wieder. Müssen wir sowas eine Woche vorher so ein Kruzifix? Eine Woche vorher hat er gar nicht gewusst, dass er Geburtstag hat. Ja, sagt er meinen Namen nicht. Ich möchte sowas immer vorher wissen, dann kann ich das immer planen, dann weiß ich, was ich da machen muss und dann kenne ich mich aus. Ja, man ist selbst gemacht. Ich habe auch Geburtstag. Schau, ich habe auch Geburtstag, möchtest du nur sagen, gell? Echt? Ja, gestern in einem Monat. Gestern in 2 Monaten. Gestern in 2 Monaten los. Vorgestern in 2 Monaten, jetzt.
Wann gestern? Der 21. 20. Nein, am 19. 19. Du hast am 19. Juli und ich am 19. Juni. Echt jetzt? Das ist. Na, Das ist krass. schau, Was die du? haben uns vertauscht. Nein, ja, im Juni. Ja, so geht. Und das ist halt lustig, irgendwie, das passt irgendwie voll zusammen. Der Schauer Ja, am 19. Juni und der Dominik Ja, ich habe im Juli. Genau, ich hab im Juli. Genau. Ja, passt schon. Haben alle Monate was zum Trinken. 24. Mai, 19. Juni, 19. Juli. Rio, wann hast du? 16. April. Oha. Ja, dann haben wir, War doch von meiner Mama. ich weiß nicht, da habe ich noch gar kein Bier nicht geschickt gekriegt. Ach, das wird hart, ja, das wird echt schon. Ich hab den Geburtstag, mein Kalender, also, oha, Leon, ich habe ja, woher weißt du, dass ich Geburtstag habe? Habe ich nichts gesagt. Da steht bestimmt auch bis auf Facebook, Dominik. Da steht es bestimmt. Tatsächlich, stimmt, scheiße. Facebook bist du auch so gut wie gar nichts unterwegs, sag ich, Dominik. Gar nicht mehr. Melli, Facebook. Melli, wann hast du Geburtstag? Ich? Im Dezember. Ja, Ah ja, du hast ja Montag, klar. Da haben Ja. wir jetzt, pass auf, an. 24. 24. Der Miezi ist auch ein Grüß dich. Kildermitz, grüß dich. Bei mir sagt es wieder nichts so. Und bist Nein. erst dazugekommen. Die müssen Ja, aber mit dem rausschmeißen. Ja, und Ding hat sich noch nicht mehr gekriegt. Die hat halt voll weggegangen, Pino. Also, ob es nicht das BioNTech doch war. Das Hey, mein Vater hat es auch gestern gekriegt, wie sie und meine Mutter und vorher, aber die haben überhaupt nichts geändert auf die zweite Impfung. Ja, jetzt wieder einen Lachanfall gekriegt. Ja. Okay. Hey, die war gestern, das war so krass, und so hat es noch 6 Minuten einmal von live ausgehauen, aber dann wegen Locher. Ich bin noch nicht so, mein Miezi ist so süß. Bussi. Weißt du, das war eigentlich genau das gleiche gewesen. Normalerweise war das heute ist ja der 22. Mhm. War das eigentlich heute in Augsburg beim Dingsti, beim Rolf und schaut, hat man mit ihm Bayern gegen Augsburg schon. Oder war das nicht schon? Oder war das jetzt denn? Irgendwie so, keine Ahnung. Weiß ich Und nicht, da du hat hast man ein paar Tage verschluckt jetzt. Ja, da hat das live kommentiert, aber es funktioniert leider nicht, weil der Rolf gesagt hat, es haut nicht hin wegen die Corona-Maßnahmen, bla bla, etc. Und es geht nicht so schnell auf heute und das. Und das regt mich richtig auf. Weil dann hätte ich nämlich bei der Mietz vorbeigeschaut, weil ich extra gesagt habe, ich soll vorbeikommen. Kacke. Ja. Ja, jetzt muss ich mir dann morgen gleich mal das googeln, wieder da ein bisschen vor, noch Zenting, dann weiter noch Ding. Ja, Ich hab aber gesagt, das vielleicht, brauchst du ja auch noch. die wird's mir schon schicken. Und Was? Leonie auch. Es find's mich schon. Und ich hab gesagt, vielleicht fahre ich sogar noch eine Stunde weiter zu der Rio. Ja. Am Montag, oder? Mhm. Ja, okay, was bin Der Winzerkuchen willst du machen, aber bloß einen Drucken. Du, ich mag einen Kuchen, ich mag einen Kaffee und mag ein halbes Bier und dann mehr kann man eh nicht trinken. Da Außer, muss ja, ich schauen, ob der Papa nicht das ganze Bier einpackelt hat, weil wenn, dann muss ich morgen noch eins kaufen. ich glaube, das war deswegen ein Problem, da ich mir selber mein Bier mitnehme. Aber ich glaube, dass der Papa mir Lambrusco einpackelt hat. Nein, das passt nicht, da musst du um gar nichts kümmern an deinen Geburtstag. Das passt schon, das, was wir brauchen, nehmen wir mit. Okay. Niki, deine Niki Freundin, hat er da. Melli, ja, die war halt erst oft da. Ja, die hat vorher schon die ganze Zeit nebenbei zugeschaut. Ja, genau. Die hat die ja verpetzt. Wir sind in Quarantäne Das mit schon. den Sprachnachrichten. Süß, naja, hoffentlich geht es euch dann bald besser mit dem Schmarrn. Ja, die hat frag die deine Mama. verpetzt, dass du über mich geredet hast. Ja, das war eh. Du gehörst auch schon dazu. Du bist. Es ist so ein Ding da. Momentan haben wir die gleichen. Mir ist langweilig, gehen wir live. Genau, und dann haben wir wieder 4-5 Stunden, bis uns rausschmeißt. Das länger war einmal von 9 auf die Nacht bis um 5-6 in der Früh. Ja, hat eh noch eine Arbeit. Ich sag gerade, Mama schreiben gehört, Nein, glaube ist ich. schon weg. Ist weg. Ich hast das schon. Hast das weg Die jetzt? aber gefallen. In der Arbeit. Nein, die ist aber gefallen. Ich weiß nicht, wo sie gekommen ist. Also bei Clubhouse könnt ihr ewig gratschen, gell? Clubhouse geht Ja. unendlich. Ja, und jetzt gibt es das wieder. Die App ist so dermaßen am Boden geschwommen, so schnell wie die oben war, so schnell war es wieder unten. Ich weiß nicht. Aber,
die Guten kommen zurück. Ich weiß nicht, Clubhouse ist irgendwie ein Rotz. Ich find's geil. Und zwar habe ich da, was ich da schon also ich bin viel in die amerikanischen Dinge unterwegs und halt jetzt sind so Clubs, also Künstlerclubs, die wo sich halt das Know-how gegenseitig zuschieben. Nur mal, aber ja, die Flyer haben wir auf Laden. Also ein Coaching habe ich schon gemacht. Einfach, wie du halt Superfans aufbaust, wie dein Shop und deine Vermarktung. Und die Amis sind halt da krass, weil da wird gleich so abgezielt, das aufgebaut, dass du gleich die Kreditkartennummer kriegst. Nicht so wie bei uns, sondern gleich, das musst du so sehen. Und die machen halt super viel Mindset-Arbeit, weil bei uns ist halt so, ja, mein Künstler und bla, und die sagen halt, nein, Künstler ist ein absoluter Job. Und da wirst du gleich Bootcamp-mäßig getrimmt. Und das fand ich super, weil die ganzen Leute, MC Hammer und sagt, die habe ich alle über Clubhouse kennengelernt. Think big, weil kleiner wird es verloren. Ja, weil das wird in Deutschland immer ein wenig so belustigt, aber die wissen ja, allgemein. Wenn du irgendwas aufbauen möchtest, von Freunden, von Arbeitskollegen, vielleicht wird das alles ein bisschen belächelt und plumper was möchte ein, aber stehen wir drüber. Ja, für jeden halt, sag ich jetzt mal, so sein Portal, wo aber ich finde es nicht schlecht, wenn man überall so ein bisschen nice sneakt und so ein bisschen omnipräsent schon fast ist, weil natürlich alles überall du Leute triffst jetzt gerade, weißt du schon. Da sind die Jungen, da sind wieder andere, also ich find's, aber natürlich brauchst du eine Fokusplattform. Ihr seid TikToker und ich bin jetzt halt gerade. Obwohl es Instagram genauso ist, weil das parallel ein bisschen läuft. Ja. Tommy macht halt zwar so nicht viel Feedbeiträge, er hat seine Stories, wo er seine ganzen Fans und Zeug mit Informationen versorgt. Ja. Immer, die kann ohne Stories nicht mehr leben. Ja. Aber machst du Facebook-Stories auch, Dominik, oder nur Instagram? Nur Instagram, ich finde Facebook ist gestorben. Ja, Facebook kann ich leider auch nichts mehr anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ne, die habe ich nur wegen meiner Seiten, wo du dann eine Werbung machen kannst und so, aber so. Business. Ja. Weil mit den Freunden, wo man auch so oben in Kontakt ist, über die schreibt man, ist liken da gerade die Leute dann, weißt du, schon deine Beiträge und so, die wo halt wirklich Freunde haben. Ja krass, aber das TikTok ist nach wie vor ein Phänomen. Also ich werde mir jetzt da mal reinfuchsen, ein paar Tutorials anschauen und damit ich das check, was ist ein Stitch, was ist ein Duett und überhaupt und dann singen sie auch mit einem Lied teilweise, was ich so geil finde. Und ich habe am Anfang auch YouTube erst einmal sie durchforstet, wie geht das überhaupt? Stitch habe ich immer ausgeblendet, weil das mag ich nicht, dass irgendwann also so zusammenschneidet, wie er macht, obwohl es so auch tun, ich mache eine Screen-Aufnahme und dann schneiden sie es auch zusammen. Ja. Aber da habe ich noch nie Probleme gehabt. Mein Dominik, bis du auf dein eigenes Stück gespitzt hast. Ist das, wo oben der Schauer ist und unten ist es so halbiert beim Stitch? Oder nein, du kommst erst, wenn ich zum Beispiel ein Video mache, und nach 5 Sekunden kommst dann erst du. Das ist ein Stitch. Ah. Das hat TikTok auch selber erfunden, gell? Also das ist eher ein Dings, das Stitch. Das hat es vorher noch nie gegeben. Also pass auf, ein Duett ist, wenn zwei Videos nebeneinander sind und ich mache mit dir... Christopher, bestimmt. Genau. Genau, und ein Stitch ist, dass ich praktisch so eine Art... Darauf reagiere. Darauf reagiere. Aha, okay. Reaktion. Hast du so Schnipsel aussuchen und... Ich habe mich damit eigentlich noch nie befasst, weil ich es nicht mache, weil ich mache meine eigenen Dinge. Ich tue es nicht mehr, seit ich gesperrt worden bin für 24 Stunden. Nur weil ich gesagt habe, das Model darf nichts essen. Oh, das haben wir du darfst also dermaßen drauf eingehen. Ich habe mir schon, wie ich das Video gemacht habe, gegen Mitreden, Maschallah, hat richtig eingehauen. Aber man denkt, die übertreibt da extrem, aber du musst da ein wenig auf die lustige Sparte und die wenig so. Ich hab's ja auf lustig gesagt gehabt. Weil weil wir mit dem Pool, wir kennen das ja nicht, wir normalen Menschen. Und dann habe ich geschrieben, sage, weißt du, was du nicht wo kennst? Essen. Ja, aber weil das wieder persönlich angegriffen ist. Ja. Was ist das Problem jetzt momentan öfter, wenn du ein Video auflädst, das sagt, ist noch nicht veröffentlicht und so. Mir ist jetzt also gegangen, dir heute, gell? Ja. Echt, bei mir gar nicht. Nur weil ich Weinflaschen reingehört habe. Ich kenne das nur immer, weil ich tue einen Link gleich teilen, einmal oberlum für Instagram ohne TikTok-Zeichen. Und dann geht das einfach nicht. Und dann schreibt es oben hin, wird überprüft. Bei mir passiert das nie. Gerade weil ich Drogen eingeschrieben habe bei dem Polizeivideo und so. Dann habe ich es gelöscht, was ohne Drogen geschrieben, kein Problem. Bei mir war das einzige Weinliebe.
Und sonst was lauter normale Sachen. Ja, du darfst da wirklich so Zeug darfst du da gar nicht rein tun. Du musst so unterschlüssige Sachen machen, weil sonst die filtern die aus und dann kommst du immer, dann bist du weniger For You angesagt oder sowas. Ein Shadowban gibt's nicht, das ist unlogisch. Und das so, ist aber bei mir, ich kenne es einfach zur Zeit, das sind Videos, da klickt, wenn du 1000 Views kriegst. Ja. Ja, aber das, so, das Kind immer drauf, ich bin immer der Meinung, ich gehe auf TikTok Analytics gehe ich gar nicht mehr. Das ist der größte Rotz. So ein Schwachsinn. Bei mir sagt sie immer, dass um 8 Uhr auf die Nacht gefühlt, keine Ahnung, sagst 50.000 Leute online haben. Jeder war am besten um 11 Uhr Vormittag oder so. Ja, genau, am Mittag. Wenn Kinder Pause haben, wenn die anderen in der Arbeit auch eine Mittagspause haben, dann geht es am besten. Genau. Alles andere kannst du so. Ich schau mir da ein Sebi vor, so. Ein Sebi vorschreiben, aber der gibt aber für Instagram und TikTok aber so Ratschläge. Und der ist wirklich interessant. Und. Schnickerschauer. Ja, Schnicker. Schnicker. Schick mal die Nummer. Schick mal. Post uns mal die DMs drin. Genau. Sebi vor, so ist der. Meinung, dass du YouTube. Wenn du was und das ist wirklich gut. Der hat ein Beratungsvideo. Was gerade der aktuelle Trend ist, wie der aktuelle Algorithmus ist und der ist wirklich gut. Bringt er sympathisch rüber. Ich poste, wann ich will. Genau. Du postest oft am Tag und dann passt so, irgendwas ist schon dabei, das wo geht auch bei dir. Eben. Genau. Muss kein Busen raushängen oder so. Nein, nicht unbedingt. Bauklitz, Entschuldigung. Und ihr habt euch hier für eure Sache inspirieren lassen? Also habt ihr da ein bisschen rumgeschaut und euch gedacht, oder das war was, oder hat sich das bei euch auch so entwickelt, dass ihr da einfach angefangen habt und dann habt ihr geschaut, probieren ein bisschen rum und dann habt ihr eure Nische gefunden. Wie hat sich das entwickelt? Ich habe halt das oft, dass ich irgendwas lese, die Facebook-Sprüche oder sowas, und dann schmeiße ich das halt auf Borischei. Und tue es ihnen als Übersetzung dazu, dass die Preise auch verstehen, und das gefällt mir. Bei dir ist es aber besser geworden, wie du das auf Dialekt umgestellt hast, Melanie, gell? Ja, seit ich Dialekt direkt drin bin. Gut. Und du, Dominik, wie bist du drauf gekommen? Auf deinen Style? Ich habe früher schon mal auf YouTube was gemacht, allgemein, dann habe ich das einfach mal umgemodelt und man denkt, ich mache irgendwas Bayerisches, habe mein eigenes Wort mehr oder weniger erfunden, verifiziert. Ich mache dadurch eben mein Merchandise und habe mir dann gedacht, ja gut, ich spezialisiere mich mehr auf das ganze Bayerische und sowas. Auf YouTube war es halt eben schwerer, dass du was durchbringst, wenn du sowas machst, das und dass du es erklärst oder irgendwas. Natürlich brauchen wir nicht schmatzen, der Bürger ist der König in der Hinsicht. Ist einfach so. Ob mir jetzt dabei was abgeschaut oder sonst irgendwas, möchte ich nicht dahinstellen, habe ich nicht da oder sonst irgendwas, weil die meisten Leute meinen das. Aber ich probiere das auf meinen eigenen Humor um, weil mein eigener Humor, ich schneide die Videos so zusammen wie, weiß nicht, ich schaue mir alles ein wenig ab, erfinde es dann selber dazu und durch meinen kreativen Kopf mache ich das dann weiter eben. Und mache da eben was Eigenes daraus. Schneidest du den mit einem TikTok-Tool oder filmst du das, schneidest du das selber und lässt es dann hoch? Genau. Ich filme, schneide und lutze dann auf. Krass. Mit TikTok-Tools mache ich überhaupt nichts sehr. Das ist der größte Scheiß. Nächstens Schriftreihe einfüge. Genau, ja, genau. So, sonst gar nichts. Also ihr fügst die Schrift und alles selber daheim beim Cutting-Programm? Naja. Okay. Das meiste schon, ja. Krass. Und selber zusammenschneiden. Das, wo der Schauer macht mit dem Greenscreen, das kannst das kannst du gar nicht auf TikTok so machen. Gut, du hast den Greenscreen so drin, aber das, was er macht, kannst du gar nicht machen, weil das mit dem Klo, mit dem Tieftaucher da, das kannst du immer, da brauchst du einen Greenscreen, damit du das genauso drüber legst, damit du reinkommst. Ja. Das ist unmöglich, dass du mit TikTok. Bei Facebook, auf TikTok, wenn du dann den Kopf lässt, dann musst du wieder den Hintergrund drin, oder wenn du dich schnell bewegst, genau. Aber ich schneide das meiste mit InShot und wenn es dann aufwendiger wird, dann habe ich da mein Programm am Laptop. Was hast du für uns? Das heißt bei mir wie Filmora. Ja, das ist ein Einsteigerprogramm. Genau. Kostet aber das Pro-Programm auch nicht recht viel mehr. Und das ist zwar viel schwieriger, dass du dahinter steigst, aber es reicht für alles das Filmora Standardprogramm. Und passt. Außer weil ich jetzt dann so Passau-Videos schneide und da halt dann GEMA-freie Musik habe ich nur bei Artlist dabei, so ist 270 € im Jahr so weit und da haben aber alle Musiktitel, was du da oben hast, haben dann auch für kommerzielle Zwecke geeignet und so.
jetzt, Dominik, die werden es auch schon mal eingeladen haben, jetzt sind zu den, wie nennt man denn das, auf TikTok, so Unternehmerseite. Haben wir gedacht, schau, du kannst für deine Produkte Werbung machen, jetzt sagt Zolle Wecker. Was, Werbung machen? Das Ja, war da kannst du. 100.000. Genau. Und dann lohne ich mein Video auf, wollte ich einen Sound dazufügen, war der gar nicht gegangen, weil er nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben ist. Da kannst du keine bayerische Musik mehr hernehmen und so. Da habe ich gesagt, raus damit, ab, von dem uns da gar Geld. Meinst du, TikTok? Nicht den Kreativitätsfonds, nein. Fällt bei mir überhaupt nichts. Nein, bei Kreativitätsfonds geht's. Und dann gab es jetzt ein Unternehmenskonto, wo du Werbepartner und alles noch mit verlinken kannst. Das habe ich probiert, dann wollte man irgendein Boris Schlitzsucher geht nicht. Gerade haben wir das TikTok-Kacke, oder? Und er hat gesagt, ich keinen Bock nicht drauf. Da mache ich lieber auf den keine Werbung und nichts. Ach so, ja, ich bin jetzt gespannt, was dann bei 100.000 ist. Da gibt es ja auch das extra wieder was anderes. Ja, wo du Werbeverträge kriegen kannst. Genau, ja. Mal schauen, wie das wird. Ich möchte bloß einen Werbevertrag und das ist jetzt vom Wolferstädter ein Abo, dass ich jeden Monat 3 Kasten von denen kriege. Ein Heimdrung. Ich bin kein Sportler, das Problem. Mehr möchte ich nicht. Alles andere ist mir scheißegal. Ich möchte bloß von denen was. Melli, wie heißt denn du auf TikTok? So wie auf Instagram? Ja. Ja, vor einer Zeit abgeändert. Seit 2 Wochen. Ja, weil da suchst du mal Wunder, holst da Schauer Christian dabei, da holst du Schauer Christian und dann kommen die aus dem Wald und irgendwie ist schon ein wenig ein Kudelmudel. Ja, die Sneaky Life habe ich jetzt erst drin gehabt, weil ja das auch nebenbei ein wenig macht. Ja. Aber jetzt siehst du nur TikToks von mir oder so. Blaue Haken, ja. Und jetzt nutzt das ganze Schönheitsdings nichts mehr, weil schöner geht nicht mehr. Blauer Haken war schon ein Traum, ja. Das ist das nächste. Ja, aber von der kannst du auch nichts kaufen, einen blauen Haken. Aber der blaue Haken, den kriegst du auf TikTok später erst wie auf Instagram. Instagram, glaube ich, langen schon 8.000 mit dem Haken oder 10.000. Ja, weiß nicht. Ich möchte den blauen Haken, ich möchte ihn einfach. Ich kann auch einmal, Dominik. Kannst du einfügen? Ja, ich möchte ihn haben. Da blau, schau. Den blauen Haken. Wo soll ich ihn hinmalen? Da. Auf Hirn. Nein, weil deswegen kann ich auch nichts mehr davon kaufen. Ja, aber ich hab ihn dann. Du hast ihn dann, ja. Ich möchte ihn einfach. Das ist die Bestätigung, dass ich den blauen Haken habe. Ich möchte einen grünen Haken. Nein, einen pinken. Ich mag pink. Oh, ich möchte so gern mal schauen, hoffentlich. Ja, das hat bei dir schon irgendwann einmal Du bist da. Möchtest du den blauen Haken? Gibt es den auf TikTok auch, oder? So ein Haken. Ja, genau. Und den gibt es ab 100.000, oder wer? Keine Ahnung, was es die gibt. Den Du kannst auch schon haben. Kannst du auch schon haben. Das wird aber so individuell wird das einmal entschieden, ein wenig. Wenn die sehen, du gibst dir Mühe, schon über einen gewissen Zeitraum, machst nicht nur lauter Mist und so, dann kannst du auch, dass du früher kriegst. Irgendwann kriegst du das. Also, was hast du dann für Funktionen mehr, wenn du den hast? Du bist einfach verifiziert und du bist viel besser wahrgenommen als wir andere. Geil. Das ist jetzt wirklich so, du bist du bist ja dann der Echte. Du bist der Echte, Ja. der nicht Der Original, nicht irgendein Fanpage oder was, ja genau. Genau. Und das war eigentlich für mich am wichtigsten, dass diese App dann sagt, dass ich das Original bin und nicht irgendetwas. Ja. Das vielleicht gibt da jemand, den zahlen wir dann ein bisschen was, weißt du, ein paar Kasten Bier. Sag jetzt machst du den Hakel mal hin. Das ist mir zum Beispiel jetzt mir wieder weniger wichtig oder so. Hauptsache, die Leute taugt was ich mache und wenn nicht, das kann auch mal anders werden. Ja, freilich, um Gottes Willen, das ist eh klar, aber mei, das ist, ich weiß nicht, ich finde es einfach super. Ja, freilich. Da, wenn du beim Button Scheiß kriegst, einen Haken, sagt der Mali Michi. Ja, das stimmt, ja. Dann können wir einshoppen irgendwie einmal. Machen wir einfach so eine oder an der Seite. Machen wir einen blauen Haken hin. Mal schauen, wie das wird. Ja, aber der Ringelstädter, der ist ja ganz neu auf Instagram gekommen. Der hat ja dieses Jahr erst angefangen. Der hat ja bei Uni uns mitgemacht. Der hat kein Instagram gehabt. Wir haben den nicht verlinken können. Hat er vor 3 Monaten dann, glaube ich, tatsächlich angefangen, dass er mal auf Instagram gestellt haben und so jetzt macht das. Der hat auf einen Schlag innerhalb von
2 Wochen hat der 8000 Follower gehabt. Ja, Leute, die Das schau ist echt auf unserem Fußballplatz. in Grützinger magst du oder was? Von denen hast du jetzt eine Zeit dabei in Ringelstädter, wo hast du auf Facebook nichts mitgekriegt, auf Instagram nicht, auf YouTube nicht, gar nichts momentan. Von wem? Hast du das nicht mit? Vom Grützinger Max, wo ich dir jetzt die Reportage geschickt habe. Aha, Vom ja. BR. Hm. Krass. Nein, der Ja, vielleicht braucht er Auszeit, aber wieder. Bei denen ist schon auf einmal sauer zu viel geworden, weißt du schon. Mhm. Hallo, was da, aber ich das ist glaube, doch über bei uns. 100.000 auf Facebook jetzt, das wo ich Wahnsinn ist, dass das einmal zu viel wird. Das ist doch bei uns genau das Gleiche. Du musst halt immer das denken, weil was du immer überlegen musst, weißt du, und das ist das Ja. Problem. Du musst immer kreativ bleiben. Du musst Und wir haben immer halt gesagt, kreativ bleiben. Das Vortrag mit den Hobbys nicht so. Und du musst dann noch in der Früh überlegst du wieder, was mache ich jetzt? Ja, ist jeden Tag das Gleiche da. Deswegen sage ich werde jetzt irgendwann, auch wenn wir die Analytics abreißen oder sonst irgendwas, das ist mir so wurscht, aber ich werde mir irgendwann wirklich einmal 3-4 Tage Auszeit gönnen, weil das brauchst du einfach. Bei dir ist es wurscht, du wenn du einen Rübsleid hast, hast du da deine 100.000 und der Ruhe ist. Nein, das ist nicht wurscht. Die Leibingen schon was sagen. Um Gottes Ja, Willen. du kannst ja vorproduzieren und das als Entwurf speichern, oder? Ja, das tue ich sowieso. Ich Ja. produziere immer vor, dass ich 3-4 Tage was habe, dass ich wieder runterkommen kann, dass es wieder passt vom Hirn her. Aber ich möchte halt einfach mal sagen, so, ich möchte wirklich mal 3-4 Tage lang mal nicht reinschauen und einfach mal lassen. Ja Einfach gut, mal aber dann kannst du dein Handy, kannst du jemand anders geben und sagen, bitte, das geht ja, lad mir jetzt jeden Tag ein Ding drauf, fertig. Das kannst du ja machen. Der kannst du rein, aber das mag man selber in der Hand haben irgendwie. Ja, aber es gibt ja andere, die haben, was weiß ich, eine größere Band, die haben einen, der macht die Social Media Zeug, die haben alle Zugang, aber der eine macht die Posts für die sprechen sie dann ab oder produzieren das Zeug vor und einer macht es dann. Und wenn der halt dann nicht kann oder Urlaub ist, dann muss er halt wer anders machen, aber So groß haben wir mich nicht. Und ich kann auch in Urlaub schnell die 2 Minuten das schnell posten, wenn es schon in Entwurf drin ist. Und wissen, du kannst jetzt entspannten Urlaub machen, weil es einfach für 5 Tage was schon im Kasten hast. Genau. Ein paar hast du vorproduziert, weil du jetzt einmal krank warst, dass du bettlägerig bist, dann hast du halt ein paar, die was du dann auch noch posten kannst. Ja. Da hat das wirklich im Kopf, aber jetzt der Post 2-3 Tage mit Reichweite geht, aber das ist aber das. Ja, das ist das. Das, was der Kiri macht irgendwann mit der Zeit vielleicht auch. Das macht die narrisch. Das ist das Problem an TikTok. Ich mag es auch Spaß und aus und das muss man aber rein, weil sonst wird das irgendwie einmal zu viel für mich. Ja, sonst kriegst du einen Vogel. Da bist du narrisch. Ja. Da, wenn du das zu ernst nimmst, dann bist du fertig mit den Nerven. Ja. Das, Ja, wenn aber du zu ernst du nimmst, musst den Spaß brauchst, aber du musst für die so ein Konzept entwickeln, weißt du, so eine Routine, wo du sagst, jeden Sonntag hocke ich mich hin und plan durch, weißt du, dass das Routine wird. Ja. Nicht jeden Tag aufstehst und Panik, jetzt brauche ich was, sondern dass du sagst, am Sonntag ist mein Content-Tag, da hocke ich mich hin und überlege mir, was ich jetzt am Montag für 5, 3, 2 Tage, was weiß ich was, vorbereite. Und dann hast du ein besseres Gefühl, weil du in den 4 Tagen dann, was weiß ich, entspannt sein kannst. Oder Ja, das für mag 7 jeder Tage. Thema Also so. es gibt echt Leute, die haben Content-Tage, die haben einen Tag. Ja, wie der Sebi fährst, der macht auf Freitag seine ganzen Projekte durch für 2-3 Wochen. Ja. Aber wir haben ja normal, wir gehen ja normal in die Arbeit, wir haben 5, 6 Mal in der Woche haben wir unseren Tag, wo wir 11 Stunden für die Arbeit unterwegs sind. Ja, das sagt halt immer keiner, dass da ein Haufen Arbeit, ein Haufen Hirnschmalz drinsteckt. Und Ja, freilich. ja, Jetzt da noch mit dem Job und so, was mit T-Shirt entwerfen und so. Du kommst heim und dann hast du schon wieder ein Ding im Kopf. Ich nutze viel Zeit, wo ich im Bus fahre, dann die 20, 25 Minuten, wo ich Stories herrichte und so und oder Bügel bearbeite und ja. passt auch. Ja, gut, das Handy ist super, Dominik, mit dem kannst du überall alles machen. Schnell mal. Und Datenvolumen. Das letzte Monat habe ich 2 Mal nachkaufen müssen und da gelangen sie. Ich habe 48 Gigabyte. Ich habe gerade 8, aber ich habe jetzt nachkaufen müssen. Zu meiner Schande. Nächstes, wenn du bei mir bist, kriegst du ein Host. Host? Ja, freilich kriegst du einen Host von mir. 48 Gigabyte. Ein Host? Achso, Hotspot mal. Ein Hotspot kriegst du einen Host. Ein Host, genau. Ja, man kann schon überall eingeben mit den Bayern-Dings, der Bumste, was es da gibt. Und Hockst du halt bei McDonalds hin? genau. Dann gehen wir in Burger King.
Der wird länger satt. Ja, und schmeckt ja besser. So richtig Grill finde ich, ja, die haben mehr Chemie drin, das schmeckt besser nach Grill. Schau, wenn du am Sonntag da vorbeischaust, am Montag da vorbeischaust, dann kriegst du von mir meinen Burger von meinem Spätzl. Wo bist du da dann? In Eging. In Eging? Wir sind die Welt weg. Ja, du musst aber schauen, dass du Richtung Bichelberg kommst, da haben wir dann nur weniger auseinander. Ja, da kriegst du, ja, stimmt, ja. Ich muss einmal schauen, weil ich, bei dem anderen Eging, da krieg ich fast krieg ich ein ganzes Haus, eine Ferienwohnung, so. Nein, es ist ein ganzes Haus, kriege ich da. Und es war für mich perfekt. Ja, du hättest Pulbern jetzt dort in der Nähe und so. Pulbern hätte ich dort, ja. In See hast du gleich dort. In Hurdem bin ich aber im Burger King, wenn ich meinen Neffen fahren muss. Ja, ja. Das war schon ein Traum, wenn ich da hätte keine Ja, jetzt hat er sich schon entschieden, auf Eging mein Klee und nicht weit weg ist. Eging. Geil. Da habe ich einfach mein Dings hier, da kann ich mein Büro errichten und mein eigenes Zimmer und das und das auch. Das ist einfach perfekt. Ja. Genau, das muss sein. Und ein anderes Auto brauchst du, Dominik, kann man feststellen. Unbedingt, du scheiß Kisten da. Da kannst du es mir, mein Auto ist heute beerdigt worden. Oh, warum, was passiert? Also alle Injektoren sind hier. Ja, und jetzt habe ich schon nach was anderes geschaut. Und zwar nach folgendem, vielleicht der Rotzes. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My was? friends are driving Porsche. Mercedes. Bauern. Mein Mechaniker hat gesagt, Ja. zwischen 2008 und 2010, das sind die Taxi-Autos, die sind unkaputtbar. Ja, Ja. die sind wirklich unkaputtbar. Ja. Stimmt. Ein Stern ist immer gut. Ja, du müsstest Oder mir Hocken. das fährt. Ich brauche was, das fährt. Da der fährt die Kisten hat da jetzt 200.000 und hat einen Geist aufgegeben. Das ist ja nix. Ja, weil der Vorteil ein Lumpenauto ist, nur das deutsche Fachgut ist gut. Mit der Da ist Werkstatt noch ist Hecken es drin und keine Da Rippen. ist noch alles drinnen, da raucht Zahnradl VW, Nee, ohne Stern und da geht's. Also brauchen wir uns da schon mal eine neue da. Die tut man am Montag Reifen wechseln. Mir. Dir nicht. Doch, die tut mir meine Sommerreifen für Maß gemacht. Die muss uns einen Kaffee machen und bedienen. Einen Kaffee mache ich. Thermomix. Für Maschinen. Weiß ich nicht, was das vorne ist, die wo da im Partyraum draußen steht. Das ist ja ein Handding oder ist das ein Knipfel? Ja, Nein, Dinger, das ist das schon war ein Filter. Senseo. Hä? Mit Der Filter. Senseo steht bei mir, meine Eltern hätten einen Vollautomaten und draußen steht eine normale Kaffeemaschine. Ja. Die Kannst du alte, dann wo du aussuchen. durchgerast, oder? Mit der Hä? Kann unten. Die alte, wo du durchgerast mit der Kann unten. Ah, Ja. das sind die Guten. Die sind die Guten. Machst du da auch eine Notizen über die zwei, weil du den Stift hast? Also ich schreibe die ganze Zeit schon mit. Ich bohre bloß in den Nasen. Und Ja, ich brauche auch, wenn ich zum Sprechen nicht rauche, ja, brauche ich ich brauche zum es Stehen. nicht, das hilft nichts. Ja, ich schieb mal Erst immer ist so was Melli da, rein. ja. Nimm ich glaube ich gar nicht mit. Ja, Chips und Gummibärli und Schokonüsse, ich bin schon ganz schlecht. Aber das ist, glaube ich, normal. Ja, das ist normal. So Nervennahrung brauchst du einfach. Ja, Das gehört Den ganzen dazu. Tag. Ja. ganz Wenn wir unser Bier haben, haben sie einen Gummibärli. Ah, ist beides. Ja, haben wir da immer Heute hat er nicht einmal ein Eis. Ja. Ein Flutschfinger. Ein Flutschfinger. Nein, es war Wassereis, weißt du, so Ein ein Weißwassereis, geht auch Calypso. Das Bussi-Eis da, das Zehnerleis. 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 Zehnerleis, ja. Geiles Zehnerleis, ja. Ja. Zehnerleis, das war Liebe. Oh. Und ein brauner Bär hat es früher noch gegeben, der war in der Mitte so ein Ding gehabt, so ein Nougat oder so ein Kern drinnen, so ein schokoladigen. Ist noch Nein, noch ein brauner Bär hat der gegessen. Da war in der Mitte so ein Batz drinnen, so ein ganzer Picke da am Stiel. Geil. geil. Ha! Ja, sag mal, der braune Bär. Dann hat es ja dieses Kaktuseis gegeben mit dieser Brause drauf. Wo ist Ja. der Glas die Nasen Ein rausgespült. Kaktus geht so wie jetzt auch wieder, weil der muss mein Neffen mal Den mitnehmen. ist mir klein ja, aber ja. Aber der war bei uns nur ein bisschen nicht so jugendfreundlich. Der war schon explosionsmäßig grenzwertig. Der Flutschfinger. Ein Flutschfinger hat es bei uns gegeben, der war ein wenig so Gibt ja noch. grenzwertig, war, ja, genau. War Kaugummi-Eis nicht mit mehr- dem Stiel, da war Kaugummi drin. Das Bum-Bum-Eis. Bum-Bum-Eis. Und das Ja, komische Langnese, wo man immer, da weißt Ja, du, genau, die so ein Salz, Sauber- wo dann
Geht Der von Ed schlecht. fand schlecht. Ja. Ja. Was der Norbert den Stangl schon fast, was der, das war die Nasen schon fast. Genau. Und Dr. Oetker. Der Dr. Oetker, ja. Der Dr. Oetker. Der Ed fand schlecht. Ja, du, Mr. Maultasch, du, es freut mich, dass du mein Little nicht mehr aus dem Ohr kriegst. Jetzt müssen es bloß noch 84 Millionen andere hören und nicht mehr aus dem Ohr kriegen. Dann gehen wir weiter. Dann kann ich mir jetzt ein Auto kaufen, glaube ich. Nicht bloß ein billiges Schirm. Cool. Ja, meine Lieben, wir sitzen drauf. Also, mir Haus ist Daunendeckel schon ganz schön zu, muss ich sagen. Ja. Wie lange hält es noch aus? Schon. Ja, ich gehe jetzt dann ins Bett. Ich muss jetzt auch schon langsam, sonst Bum-Bum-Eis. Ja, ich habe schon wieder. Jetzt schau ich haben die schon 3 Stunden dann. Ich will vor einer Stunde ins Bett gehen. Wahnsinn. Ja, siehst du. Gut, da deine Sprachnachrichten vorgespielt. Ich kann mir so nicht anders da hören. Am Handy laufe ich da und dann läuft es am Laptop, dann hört man halt das. Muss man Nicht. warten. Cornetto Heidelbeer, Alter, das ist auch geil. Sag ich meine Beine. Entschuldigung. Gute Laien, die bauen wir in irgendeinen Song ein. Ja, nicht, dass du der Lidl drauf bastelst. Ich glaube, ich werde ausgelohnt. Nein. Heute nicht Ja, mitnehmen. mein Lidl gibt es ja auf Spotify. Gib einfach Watschenbaum ein. Wenn du jetzt mein Lidl meinst. Und dann kommst du automatisch hin. Watschenbaum. Der möchte jetzt, der Schwab möchte jetzt dann unser bayerisch Schlierte in Ding im böhmischen Raum auf so Schwäbisch machen. Jetzt haben wir einen Scheißdreck rausgekriegt, dann fahren wir am Affe. Nach Heilbronn. Was den Scheißdreck vor mir auf? Ich Da glaube, muss da er kommt mehr ins raus. Heilbad. Meli, du kannst noch etwas mitnehmen aus deiner alten Arbeit, einen Krücken oder was, oder einen Rollstuhl, wenn wir ihn einmal umhauen. Ja, Wenn das ich- ist eine ausgeschnittene Idee. Ja? Ich möchte Ja. vorglocken. Sag euch mal mein Studio, schaut mal. Da ist der Rechner. Ui. Mhm. Da tue ich Rekorden. Seht ihr das Handmade-Studio-Kabine? Mit Das Vorhang? ist dein, das wo ausschaut dann wie Damit so kalt. der Aufzug und so. Das magst du alles da drin. Ein Musikzimmer, ja. Hey, wo hast du jetzt die Bummelfrau heute da? Die Bummelfrau, die hängt wieder an ihrem Platz im Wohnzimmer. Die ist vom W78, von Werner Hertel. Das ist der Typ in Reichertshausen, weißt du, da Tegernsee, und der, wo mit Kurscheiße meint. Das war ein fetter Bericht auf Bayern 3. Ja, Also, ja, Bayerischer Rundfunk, genau. Der Kuhscheiße-Maler. Und das ist eigentlich ein bayerischer Mundart-Hip-Hopper, der super geil Graffiti und alles meint. Und der macht meine ganzen Cover-Sachen, die ihr auf Spotify seht. Und super geile Battle. Und das habe ich auf Instagram gesehen und habe gesagt, geil, das muss ich haben. Und dann habe ich ja praktisch das bestellt in der Größe, wo ich haben wollte. Und beziehungsweise er hat es bestellt, er hat dann die Grafik da eingeschickt. Und dann ist mir das zugeschickt worden von der Firma und seitdem so Print auf Canvas. Das ist schon geil. Ja. Wollte gleich die Größte haben. Sag ich, die braucht eine Masse. Die Masse-Frau braucht Ein Schwungscheiben. Ja, Schwungscheiben. Bavaria ist ja das, gell? Oh, die Schwungscheiben. Du hast auch so eigentlich eine Zeit jetzt mit Schwungscheiben irgendwie, oder Rio? Ich habe einen neuen Song, der kommt auch noch. Der heißt Hey, Schwungscheim Martin, United. Ja. gut. Aber auf deiner Homepage bin ich nicht mitgekommen. Ja. Get Next. Mit, Also Get Next ist, das muss ich jetzt auch noch updaten, da kannst du praktisch wie bei Patreon mir mit einem monatlichen Abo unterstützen und ihr kriegt ja praktisch von mir Content, den es sonst nirgends zum Sehen gibt. Was weiß ich, Wohnzimmerkonzerte. also ja, weil da bin ich wie ein Wohnzimmerkonzert oder so, kriegst du 100 Euro von mir im Monat und dann machst du dann Wohnzimmerkonzert. produziere ich das, ja, aber es kostet einen Haufen Asche, wenn ich das mache. Ja. Auf jeden Fall, dann kriegt ihr Konzerte von mir mit, das ja so gerade nicht stattfindet zum Beispiel. Oder meine Duschkonzerte, also wer mich beim Duschen, beim Singen zuschauen möchte, der kann dann das Duschkonzert abonnieren. Oder halt einfach... Haben wir auch Onlyfans auch. Hä? Da haben wir dann Onlyfans auch. Onlyfans. Ja, auf jeden Fall ist das gar nicht mal so leicht, immer da mit diesem... Ja, bei Onlyfans. Wie das auch wir dicht und ergreifend gemacht haben mit dem Vollkontakt. Das ist auch so ungefähr so ähnlich.
Nein, also das bei mir ist ein Abo. Also du kannst praktisch, das machen jetzt viele Künstler, das sagen, hey Leidels, wir produzieren so deinen Content, weißt du, die Fotoshootings, alles was wir machen, wir schicken alles her, wir stellen alles aufs Netz und keiner zahlt was und Ding. Und da kriegt ihr halt exklusiven Content, der halt wirklich einfach Geld kostet zum Herstellen für Abo. Genau. Den muss man aber dann, für wie viel Monat muss ich denn abschließen, weil steht monatlich dann dort. Ja, also du kannst es auch jederzeit wieder kündigen. Ach so, Aber ja. du kannst ja so einfach was spenden. Das ist wie bei PayPal Me. Ich glaube, bloß bei PayPal Ja, Me genau. ziehen sie mehr da ab, wie jetzt über GetNext. Subscribe. Genau. Und ja, also da waren jetzt viele, da ist auch Culture Candela jetzt mittlerweile drauf. Du kannst ja Backstage zuschauen, wir Songs schreiben, wir im Studio sind, wir proben, weißt du, das wird alles gefilmt und halt da draufgestellt. Und du kriegst halt dann so ein Paket, dass wenn die wieder live spielen, dann kriegst du so ein VIP-Card und sowas. Also bei mir gibt es dann auch Backstage-Bundle. Können dann bei mir bei den Konzerten, ob so und so viel Abo oder wie lange sie dabei sind, einfach Backstage kommen. Und ja, das ist das, was viele machen. Weißt? Patreon, glaube ich, gibt's, GetNext gibt's und dann gibt's noch was, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber es sind halt die Portale, wo du das praktisch Content auf Abo-Basis anbietest. Aber das musst du dann auch produzieren und das ist auch krass. Ja, weißt du? Nein, weil da bin ich am Anfang überhaupt nicht dahinter gestimmt, was da damit gemeint worden ist, weißt du schon, und so. Ja. Aha. Also jetzt Dominik Grad hat schon wieder, der empfiehlt eh gleich der Kopf voll. Ja, also jetzt machen wir Schluss, meine Lieben. Es war geil. Nee, machen wir nicht weiter. Ja, 2 Uhr, genau 2 Uhr. morgen verabschieden. Oh Gott. Genau 2 Uhr. Wieder Tor. Und ich drücke jetzt gleich das X und dann schauen wir, was wir kommenden Freitag wieder machen. Du magst das eh, IGTV, ich habe mir sauber, Haus auf Ding, auf YouTube. Hast du etwas dagegen? Ja, gar nicht. Fräulein Blond. Willst du jetzt nicht? Danke fürs Dasein, war schon wieder schön. Schnelle 3 Ja, Stunden, gefreut, ja. verflogen wie die Sau. Gut, Dominik, wie in Schlaf ist die Zeit vergangen. Kannst du mir bitte beim nächsten Mal 5 Nachrichten schreiben, schau ich. Ich habe mir selber im Wecker gestellt, Alter, 10:15. Ja, ich habe wieder komplett, ich war wieder weg. Ja, passt. Man braucht einmal die. Ist doch nichts passiert. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Du bist da bloß Nein, aber er muss keins gehabt haben, weil da habe ich mir Aufmerksamkeit gehabt von den 2 Damen. Achso, das ist eh gut. Wir haben bloß geratscht da, mit Christian erzählen müssen. Ja. Nein, war schon gut. Genau. Das kriegt er ja alle. Ich habe halt eh gerade zugehört eigentlich immer. Ja. Weil Also- nicht dir mal sicher nicht Damengespräche einzugst, nur den Kürzen. Das ist immer so. Immer nur zu Ja, ja, genau. Geil. Hey, meine Lieben, ich sage jetzt an dieser Stelle gute Nacht. Unsere ganzen Augendeckel hängen schon nach unten, habe ich sakrisch gefreut. Unsere Rap Late Night, wie sagt man, Late Night Rap Frühschoppen, war geil. Mich freut, weil jetzt kennen sich noch wieder mehr miteinander mit Melodie Ja, und genau. so. Und passt. Super. Bis zum nächsten Frühschoppen, nächste Bis zum Woche. nächsten Mal. Genau, nächsten Frühstoppen. Servus. Genau, ciao. Also, bis im Montag, nächsten Freitag. Servus. Servus. Bitte. Bye.